Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Buben. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielen wir noch den Werner Schall. Die Quetsche klingt halt super fein Die Kontra kommt hinten rein. und das Gesange klingt jetzt da schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buben. Es hört Zeit Lieder aus früherer Zeit und manche hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe ich die Ehre. Grüß euch Gott, meine Lieben. Grüß euch, servus, habe ich dir, grüß die Hände. Eine neue Ausgabe unserer Pavlatschen am Montag. Nummer 211. Wahnsinn. 211. Großartig. Ziffernsumme 4. Ich meine, wollte nur. Das sollte ich jetzt beginnen drücken können. Also, Entschuldige, Ja, geht auf Facebook. Geht's jetzt? da kann man nichts drücken beginnen. Du noch mal Lona. Schauen wir mal. Aber es müsste auch auf. Ich sag's euch. Mit dem kämpfe ich herum. Mit dem kämpfe ich herum. Aber es wird schon werden. Ich werde mich die Technik wird mich nicht unterkriegen. So, da starten noch Ist mal. schon? Steig noch Ja, einmal steig neu einmal rein. rein. Die App einfach rein. noch Sag mal, einmal komplett. check einmal das, damit du endlich einen Wein holen kannst. Wegen einem Bottle was gewesen, weißt du? Ist das das gut? geht's. Vielleicht geht's jetzt live. Es läuft. Live. Es läuft. Ich sieg's. Wir sind auch live auf Facebook. Es Jawohl. funktioniert. Jawohl. Gerade rechtzeitig sagt der Franz eben, hallo Pavlatschisti, diesmal wieder von daheim, war noch in der Vormittagsveranstaltung. Da schön, jawohl. Schön, dass ihr wieder daheim seid und gesund heimgekommen seid. Ich hoffe, euer Winterurlaub war leibend, das ist ganz wichtig. So, ich fange aber vorne an. Im Chat. Matthias Mariacher, Christi Gott, Sabine Sass, heute vom anderen Gerät aus. Jawohl. Schön, dass du dabei bist. Alexander Hauser ist da, jawohl, unser Alexander. Maber, Susanne Fabra, der Alto Parlanti. Taugt mir, super Name. Servus. Grüß euch, Bum und Servus, die Madeln, sagt der Marco Cenelli. Servus. Habe ich die ein? Peter Brachtl, allseits liebe Grüße vom Kaiserstuhl. Jawohl, liebe Grüße zurück. Schaut mal rein auf dem YouTube-Kanal von Peter Brachtl. Da spielt er mit dem Klavier ein paar Sachen. Sehr leibend, sehr leibend. Eine Empfehlung, eine Pavlatschisti-Empfehlung sozusagen. Momo M ist da, unsere Princess of Down. Wir lassen es ja weg, haben wir gesagt, gell, die Signation. Haben wir gesagt, Aber man darf auch noch eine Glocke läuten. Ja, na was? Für die Momo. ist schon laut, gell? Es ist schon sehr laut. Ja, grüß euch, servus, grüß die Hände. Christoph Acker ist auch da, jawohl. Michael Unger, guten Abend. Michael Unger, das warst du heute, gell, mit dem Winfluencer. Winfluencer, was hat er gesagt? Mit Grant und Scham. Stimmt das? Was ist? Ich glaube, das also ziemlich sicher, was hast du. Michael Unger, weil das wird nämlich, das wird wahrscheinlich ein T-Shirt. Und selbstverständlich, wenn ich das dann gemacht habe, müssen wir uns zusammenreden, weil da kriegst du natürlich eins. Nicht? Als schwache, aber doch immerhin Apanage sozusagen. Ganz klar. Wenn's, aber das habe ich überlegt, weil das wird schon 16er Buben, die Influencer. Jetzt auf YouTube, Facebook und Co. Das hätte schon was. Vielleicht auch auf Facebook. Vielleicht Sucht euch das aus. eventuell. Was gerade geht. Der Werner Wichtig ist da, Christi Gott, Frissel Stadtguss, unser Grausenior natürlich, jawohl. Unimaster, grüß euch, sagt er, wir sagen auch Servus. Die Mege Pemperton aus München ist da, der Ulrich, super. Bitte keine Fauxpas wie heute früh. Na was aus. Bis jetzt eigentlich nicht. Bis jetzt alles hat auf Facebook aber auch noch keiner kommentiert. Ja, bis jetzt. Also, ja klar, wir schauen sich das auch an. Nicht? Aber wenn du alle auf YouTube. Schaut einmal eine bitte auf Facebook und sagt mir nur Hallo, dass ich das Ding sehe. Kommentiere als erster, dieses Video steht da. Also, ja, die Quetsch klingt heute super fein. Christoph Acker, jawohl. Danke, mein Lieber. Jawohl. Uli Slonek aus Helsinki. Auf einen schönen Abend. Bravo, Uli, schön, dass du da bist.
Der Stromer Markus ist da, endlich lese ich einmal wohl. Einmalig. Facebook geht, sagt der Michael Unger. Jawohl. Schau wohl für Lase Patricia. Schönen guten Abend. Endlich kann ich auch mal wieder dabei sein. Ferien in Styria. Jawohl. Beste Grüße in die Steiermark. Das ist Leiband Patricia, weil siehst, so teilt man sich das auf. In der Früh war die Chantal dabei. Ne? Jetzt ist die Jetzt ist die Mama dabei. Das ist ja genauso. So gehört sie Genauso das. gehört. Der Adi Rehberger ist da. Alles positiv erledigt, wie besprochen heute früh. Jawohl. Auf das trinken wir am Donnerstag beim Taschler. Jawohl, das machen wir, Adi. Freuen uns. Warte mal, am Donnerstag? Ja, aber nicht den. Das dauert noch. Übernächste Woche, ne? Ist das dann schon übernächste Woche? Müsste schon übernächste Woche sein. Oder? Nein. In 3 Wochen. In 3 Wochen ist es erst, ja genau. Weil. Wann ist denn der 1. März? Der 1. März ist erst übernächste Woche gegen Ende hin. Ja, ist ja wurscht. Das ist ja Wahnsinn. Schau, geile Typenbonus. Ja, Das sehe ich jetzt gerade. Es ist ja, jetzt so blöd. Nein, jetzt ist blöd, ne? Aber ich mach jetzt so. Das Ja, haben wir ich nicht. warte, bis du siehst. Nein, ich warte, bis Jawohl. du siehst. Ich gehe noch geschwind, da schraube Matthias. Servus, Landtagsstadt, habe ich schon gesagt. Christoph Radau, Markus Pristonik. Unfassbar, es ist schon wieder Montag, jetzt noch alleine der Pavlatschen und den Tag würdig ausklingen zu lassen. Jawohl. Ich gehe durch, Patrick, ich habe es ja schon gelesen, die machen das gleich. Extrem Schaukler, natürlich. Hello again, wunderschönen guten Abend, Chantal, jawohl. Straßenarzt ist da, Florian Köbler aus Bayern, grüß dich gut. Jawohl. Gregor Wolfsberger, grüß dich aus Graz. Jawohl. Der ist übrigens auch auf Facebook, es funktioniert auch hier der Chat. Ja, da habe ich schon einige. Gregor Wolfsberger, ja, Ulrich, der Pete McPoo, Peter Brachtel, habe ich jetzt wieder. Auch auf Ludwig Saas, auch auf Facebook, extrem Schaukler und da sehe ich ihn schon. 5 Euro, geile Typenbonus für die geilen Typen, liebe Grüße aus der Steiermark. Jawohl, gleich werden wir auf die trinken, auf jeden Fall vorweg schon mal für den Extremschaukler das Schmattesglöckchen. Danke vielmals. Jawohl. Jetzt so. Mein Sodel beim Taschler ist ebenfalls safe. Christoph Acker. Leider. Das ist zum Beispiel eine Wiener Aussage der modernen Art, wie es gehört. Mein Sodel beim Taschler ist ebenfalls safe. Also Jugendsprech und Altwienerisches. Aber in sowas in einer rein Einmalig. Form, Kombination. Einmalig. Überhaupt großartig. Ackerl, alle Achtung. Patrick, Kamerakind, wir brauchen einen Wein, wir müssen anbuddeln. Warte, wo haben wir den? Da bin ich. Ja, schaut das her. Ist schon da. Jawohl, Ist schon da. Jawohl, wir gehen. Geh. Geht's mit zum Ja, Weinkühlschrank. geht's mit, ist gut. Ja, ich bleib sitzen dabei. Bitte Ich bleib sitzen. Wir müssen einmal die Bieranlage auch mal aktivieren, gell? Ja, die muss man, glaube ich, zuerst reinigen. Nein, die Anlage nicht. Da sind die Fasseln drinnen. Das ist ein ganz eigenes System. Weißt? Das musst du nämlich nicht reinigen. Ah, überhaupt nicht. Nein. Nach so langer Zeit. Nein, aber das sind die Fasseln. Die Fasseln haben den Schlauch. Ja. Jawohl, da ist er. Einmalig. Novacek aus dem Weihviertel. Jawohl. Einmalig. Super. Öffne hier die Pforten. Na, was liegt aber vielleicht da dran. Ha? Sei so gut. Ja, ich gehe wieder. Haben wir einen, weißt du, mit der Umwelt. Jetzt ist da der LED da. Also wegen Geld war es gewesen, nicht mit der Umwelt. Der LED hat er da. Weilinger Novacek Grünerwedel, den haben wir aus jedem Speck. Ah, ich glaube, der wird von der Gitti sein. Könnte möglich sein. Gitte der Roland. Ja. Ja. Alexander Hauser sagt, ich sehe keinen Beitrag auf Facebook. Ja, aber bei den anderen schon scheint wieder. Nein, nicht Bei der. den anderen scheint es aber so zu sein. Alfred Schwarzer sind auch da. Sabine und ich sind wieder dabei, grüß euch gut. Schön, dass ihr dabei seid, das freut mich. Habe ich die Ehre. Der Spruch ist von Markus Schlögl, Influencer Stream mit Grant und Charme. Von Markus Schlögl war das. Ich hab fest, das Michael Unger, ich hätte auch auf die tippt jetzt, ja. Danke dir für diese Quellensicherheit. Hat Manfred so geantwortet, safe. Der Sodel ist safe. Hat er gesagt, das klingt nach Manfred Taschler. Ackerl, der Sodel ist safe. Sehr leibend, sehr leibend. Grüne Wettliner trinkt der Christoph Radau. Wie mehr? Ja, schau, Franz M. haben wir auch im März beim Taschlandplatz. Jawohl. Super. Ja, super. So, jetzt müssen wir aber die Gläser erheben. Ja, und jetzt So, einmal haben wir auf den Extremschaukler. Extremschaukler. Danke dir für den ersten Schmattes. Die klingen wunderbar heute. Ja,
ja. Irgendwann wird das ganze Schäbern, wird das da drüber füllen. Und Magst dann du schauen wir einen rein. Was? Sagst du ja nicht. Ja. Heuer war das Handy dran, das iPhone. Heuer war das iPhone dran. Gut. Hast du keine Und die können wir Versicherung schon. für den? Die ist jetzt schon ausgerenkt. Wenn der über drüber steht, müsst ihr jetzt meine Haushaltsversicherung zahlen. Was auch du drüber, ja. Stimmt, das ist ja sogar am sichtbar. Ja, aber wenn wir zusammenstehen. Das ist Streit. Das ist Und ich meine, der Sachverständige schaut einmal nach auf YouTube, weißt du, was war da, und sieht über zwei über dem Computer. Na, das wird ein Gewinn. grober Leichtsinn, grober Blödsinn, grobe Fahrlässigkeit und damit ist der Kass schon Aber das grobe Ding, das ist einfach nur, das ist Blödheit. einfach erst, das Kind selber zahlen. Punkt. Ja, ich 4, 2, das werden wir gleich machen, ne? Ja. Mit einem Fußspiel oder? Ich mache eine Einleitung. Mach eine Einleitung. Ja, ich 4, 2 Rotten, mit Segel steht am Grund. Ach, so wie die zwei Trotten, wenn's nicht bald gesehen haben. Ein Pätschen, na das gibt's nicht. Oh Jesus, nur nicht schlagen. Das Höchste war ein Schneuzer, sonst zerreißen sie mir den Wohn. Vom Land zum Lusthaus in 12 Minuten hin. Da springt der Kanzel in Galopp, da geht's der Räuber trott, trott, trott. Wenn's nachher so recht schießen, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. A Kutscher kann er jeder werden, aber fahren, das können's nur in werden. Mein Stolz ist, ich bin heut ein echter wie ein Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle noch findet. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Jo, ich bin heut ein echter wie ein Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fesch benannt. Und kommt's einmal zum Anfahren und wäre dann begraben, ja dann spannt's mir meine roten Beine und führt's mich über den Graben. Dann lasst's es sauber laufen, führt's mich im Trab hinaus. Ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt, nehmt's mir nicht der Weg, a Kreuzung mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und Leute sollen's nur merken, ein Fiaker fieren's hinaus. Und auf mein Grab steht, da soll ich stehen, damit's die Leute auch deutlich sehen. Sein Stolz war, er war heut ein echter Werner Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle dort findet. Sein Blut war so liftig, so leichter wie der Wind. Jo, er war heut ein echter Werner Kind. Gustav Pick, ein Klassiker. Gustav Pick, ein Rechnitzer. Nicht ein Klassiker, Ja. ein Rechnitzer. Rechnitz am Weingebirge. Recht Weingebirge im Burgenland. Daheim. Muss ich mal jetzt einmal hinschauen, es ist ja gleich bei mir bei der Klaus im Eck. Müssen wir mal hinschauen und ein Foto machen. Da gibt es ja ein Denkmal oder zumindest eine Gedenktafel. Gedenktafel, ja. Haben wir schon geredet, da wollten War nicht sogar ein Denkmal, ich ich glaube hinschauen. sogar ein Denkmal. Ja. Wir haben sogar schon gespielt dort. Also In der Gemeinde, in der ja. Gemeinde. Ja. In einem wunderbaren Keller steht. War sehr netter Vormittag, netter Nachmittag, ja. Ja. Und Rechnitz war eben bekannt, hatte eine durchaus staatliche Gemeinde, ja. jüdische Gemeinde und Gustav Pick war ja Jude und daher war dieses Lied eben auch im Dritten Reich
verboten. Immer verboten. Denkt sich immer dran, alle, was verboten wollen, Immer Vorsicht, sind die Besen. Vorsicht verleiten, die verbieten. Ich möchte es noch mal gesagt haben. Ja. So, Josef Dattl, hallo ihr zwei, auf Facebook auch. Und aus dem Wohnzimmer. Grüß dich Gott, lieber Oleg, Josef. der Munro ist auch da. Munro aus Thailand, grüß dich gut. Musikalischer Einlauf, meint der Michael Unger, jawohl. Florian Kölbel, ein Hochgenuss, ich liebe die Wiener Lieder. Dankeschön. Susanne Moser, hallo, grüß euch. Bin happy, euch schauen zu können, weil wir das Wochenende im Spital. Schönen Abend wünsche ich euch. Susanne Moser, Alles Gute. da werden wir jetzt gleich mal die Pavla Cheese-Dingers zusammenrufen, um eine mörderische, wie sagt man das dann heute, ist eine Heilenergieströmung zu organisieren, mit Hilfe der Weinachteln, der roten Achteln, hat es eine für die Susanne Moser eine mörderische Orgie an rote Achteln zur raschen und vollständigen Genesung. Freue mich, dass du dabei bist, Susanne, und die Achteln, was jetzt kommen, sind für die. So, was haben wir da? Josef Dattl hat schon eine, die Achtel auf Der Wolfgang hat sich Wahnsinn. geirrt in der Zeit und hat den Kaffee reingehabt. Pinot Grigio della Venezia, Uli Slonik hat sich das ein, Rudi Weiser aus Natschbach City, jawohl! Grüß dich. Servus, seid zum Wohl. Ich trinke, weil, Zum Wohle. ich meine, Entschuldige, nicht? Wenn wir von daheim schon reden. Hätte passt, Rudi Weiser, was geschaut ist bei unserer Jägerball-Sendung, also Stadt des Jägerballs, weil man als Bogenschütze ist ja zwar in Österreich kein Jäger, nicht? Aber das hätte gepasst. Herrlich. Ciao Marco Cinelli, ein Traum. Er erinnert mich an Paul Hörbiger. Es ist leibend, dank der Scheo. Das interpretierst wirklich traumhaft schön. Dankeschön, Ui, Dankeschön. Mann. Das ist lieb, ist lieb. Muss ich wirklich sagen. Ich tue wirklich mein Bestes. Ich versuche mein Bestes. Wirklich. Es ist nicht immer gut genug. Muss man auch sagen. Aber es war heute wirklich schön. War schön heute. War sehr schön. War stimmig. Ja, was du, wenn wir die Stream laufen, wie es kehren, Da sind wir entspannt. wenn der beide. Computer mal nicht deppert ist. Sind wir beide völlig entspannt. Markus Volker ist da, Christi Gott, jawohl. Hubert aus Garmisch. Schöner Beginn, habe ich einen Fünfer ins Paypal-Körbel gelegt. Hubert aus Garmisch, dank der Schee. Die Schmattesglocke. Na was, das gehört schon Das ist gewürdigt. schön. Danke dir vielmals, Hubert. Auf dein Wohl. dein Danke Wohl. dir für deinen Schmattes. Mit äußerster Vorsicht. Das heißt, was aus der Ja, das Versicherung war's, aussteigt, gell? Dass das dann mir bleibt vielleicht. Ne? Dann wird dann eh durch zwei. Patrick, der Alto Valante fragt, nach wie vielen Jahren habt ihr ohne Noten spielen können? Naja, ich habe ohne Noten zum Spielen angefangen. Haben wir es genau nicht. Beide haben wir ohne Noten zu spielen begonnen. Ich kann bis heute nicht von Noten, also ich kann Noten Ich lesen. habe im Kindergarten mit der Blockflöte begonnen. Ja, Und da haben wir noch also Punktelaufzeichen gehabt, welche Löcher man zuhalten das war muss. sowieso mit euch gespielt wegen Gott. Ich auch. Und nach Das war einem Jahr, deppensicher, das System. und, nicht? und was noch dazu kam, die Dame, die Lehrerin, hat immer vorgespielt. Wir haben ja Gruppenunterricht gehabt, so 6, 7 Leute, was wir da waren, so geschrappen. Und sie hat immer vorgespielt, ne? Und das gesehen und dann hat sie vorgespielt, dann habe ich nachgespielt einfach. Bis sie einmal nicht vorgespielt hat und Noten hingelegt hat. Nachdem man das immer so parallel schon mit einfließen hat lassen, die sich mit das nicht interessiert. Und dann mit 5 Jahren habe ich schon steirische gelernt vom Opa, auch durch Zuhören, Zuschauen, Abschauen, Nachspielen. Noten habe ich dann erst gelernt, nur mit 16 eigentlich. 15, 16. Ja, ich meine, So richtig. ich meine, Not. So richtig Noten gelernt habe ich jetzt erst vor kurzem. Also vor ein paar Jahren. Nein, es ist ja so, also bei mir war es ja ähnlich, also genau das gleiche mit der Blockflöte, das war, bei mir war es halt nur wirklich, ich habe es nicht einmal nach Gehör nachgespielt, das mich nicht interessiert, aber da war dieses Diagramm, da waren die Löcher aufzeichnet, die was angemalt waren, die hast du zugehalten und reinblasen. Da haben wir gedacht, naja gut, das System, das checke ich. Also das ist wirklich, da haben wir gedacht, da bin ich nicht so blöd dazu. Hat auch funktioniert. Und dann haben sie irgendwann gesagt, ja, und wenn es das und das sind dann die Noten. Und ich dachte, was wollen die von mir? Absolut keinen Tag gehabt. Und dann habe ich, glaube ich, einen Klavierunterricht, habe ich auch in der Volksschule dann gehabt später. Da habe ich 2 oder 2 Jahre, glaube ich. 2 Jahre lang meine Eltern sozusagen wirklich bekniet, dass ich endlich wieder aufhören darf. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Habe auch dort scheinbar nichts gelernt. Weil Weißt du noch, wen du gehabt hast, dann einen Lehrer? ja, freilich, aber ist schon verstorben. War ein alter Musikpädagoge.
Noten kriegen. Nicht der Wechselberger, oder? Nein. Kaplan. Der Kaplan, ja. Eine Legende. Ja, eine nein, Legende. und super, nicht? Aber das war jetzt ein alt, klassischer Lehrer. Ganz lieb, also nicht streng in dem Sinne jetzt alt, oder so, sondern einfach, ja, die Etüden, hat sich einen Kaffee reingehauen, und ein Kipferl und ich weiß, der Blödsinn. Ne, auf jeden Fall das Land. Und ich habe dann also autodidaktisch halt mit der Gitarre angefangen und dann irgendwann das gelernt. Und dann ist jetzt Noten im Sinne von, dass ich weiß, ein Notenwert oder wie es grundsätzlich, theoretisch sozusagen, ja, das habe ich schon, das ist jetzt auch nicht schwer, also wenn man sich dafür interessiert. Aber Noten lesen im Sinne von, ich kann spielen vom Blatt runter, das geht bis heute nicht. Aber ich kann es zumindest so, dass ich sagen kann, ich schaue mir das halt an und ich kann nicht vom Blatt mir das einlernen, aber nicht spontan spielen, weil das machen wir nie. Genau. Was aber schon, also stellenweise oder ein bisschen geht es dann schon, weil wenn wir zum Beispiel ein Wiener Lied uns einlernen, das wir können, grundsätzlich, also wo du sagst, also nicht können, sondern kennen. Kennen, ja. Ja, das uns bekannt ist, so geht es. Und wir haben jetzt die Noten und haben zum Beispiel die Akkorde dazu. Na, dann schaut man sich das an und wenn man sich unsicher ist, schaut man kurz bei den Noten rein, spielt das gar nach, nur diese Sequenz. So, okay, das muss ich singen. Und die Melodie spiele ich gleich. Ja. Also, das ist Also dann sowas krass, geht schon. Nur also, wenn es in der gleichen Tonart auch die notiert ist, wenn ich dann parallel transponieren auch muss, wenn man die Tonart sucht, Ja, dann wird es schon ein bisschen haarig, aber es, ja, ne? Aber darum sage ich, mit Vorbereitung geht. Also wenn man sagt, ja, ich arbeite mit das, insofern können wir ausreichend Noten lesen und natürlich, es hat sich dann schon die Notwendigkeit ergeben, halt mit dem Komponieren. Ne? Weil ich habe dann schon, also ich habe die Lieder geschrieben und dann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich es aber irgendwie niederschreiben. Und da ist schon gut, wenn du es halt ungefähr kannst, das reicht. Ja. Hans Zimmer, glaube ich, angeblich kann es ja auch nicht. Der spielt das am Klavier ein. Ja, und die Software heißt, die gibt ja die Noten aus. Früher hat es auch andere geschrieben, nicht? Also da hat so was? Bewegungsziel 200%. 200% mein Das Bewegungsziel. ist nicht mehr so viel mit die Ohren fuchtelt beim Reden wahrscheinlich. Das ist möglich. Möglicherweise. Das ist ja. Du, Almes, darf ich heute da heute eure Videomatinee gesehen, bin überrascht, dass ihr um diese Zeit schon wach seid. Als Rockstars des Wiener Liedes erlebt man doch lange Pawlatschennächte und steht erst zum Mittags auf, oder? Das ist einer dieser Mythen, nicht wahr? Des ewig schlafenden Künstlers vormittags. Naja, Moment, also ich sage mal so, bis vor 10 Jahren hat es auch gestimmt. Das hat aber nichts mit Spülen zu tun gehabt. Bei dir? Sondern, naja, wo hast du. Ich bin immer ein Aufsteher gewesen in der Früh. Ja, und dann hast du Ich wieder bin auch niedergelegt. zu. Ja, ich meine, was ist das? Der ist schon depp. Naja, nicht was denn. Nein, aber nein, wir sind beide keine Langschläfer. Das ist, wir spielen und. Schau, also ich brauche, das weiß ich brauche ein bisschen über 6 Stunden Schlaf. Das 6 Stunden, dann fühle ich mich wohl. Dann fühle ich mich wohl, ja. 6 bis 7 Stunden. So. Und ja, und ich gehe meistens Mitternacht herum schlafen. Zwischen 12 und 1 gehe ich schlafen. Meistens du ja viel früher, glaube ich, gell? Wenn ich frei habe am Abend, kann es sein, dass ich um 10 Uhr auch schon im Bett liege. Ja. Kann durchaus passieren, nicht oft, aber. Ja, nein, ich bin also vor Mitternacht ganz selten. Zwischen 12 und 1. Und ich sage mal jetzt zwischen 7:30 und 7:30 spätestens stehe ich auf. Ich meine, jetzt natürlich mit der Pawlatschen stehe ich halt um 7:45 auf. Ne? Ich stehe um 7 Uhr auf, ja. Ja. Aber sonst, nein, wir sind tatsächlich. So, jetzt müssen wir noch die Wienerin 1030 begrüßen, bin das erste Mal dabei der Pawlatschen, jawohl. Meine Herrschaften. Ist großartig. Aber ein Fan von euch. Ist gut. Ich hoffe, ich bin sehr schwer bei der Pawlatschen. Aber ich bin trotzdem ein Fan von euch. Das ist laut. Leil haut's rein und begrüßt herzlichst unsere neue Pawlatschisterin. Wienerin 1030 mit einer Organrode 8 und sagt Servus, grüß dich. Gefreut uns, dass du dabei bist. So, jetzt muss ich das schnell weiter tun. Schmartes gibt's wieder ein neues Monat. Susanne Moser, bist Weltklasse. Der Marco Cinelli hat sich einen GV, Grüner Veltliner heißt es, von einem gewissen Erich Fröschl aus Dürnstein, ein Verwandter, den ich vor 2 Wochen endlich kennenlernen durfte. Na schau, die Verwandtschaft geht da nicht aus, was? Leiband, lass dir gut schmecken. Das ist eine gute Verwandtschaft, ja. Ja. Direkt zu beneiden fast. Nein, das ist Schau, der Florian Köbel, bin klassischer Musiker und bayerischer Coupletsänger. Ich glaube, Wiener Lieder können nur Wiener spielen. Es ist eine Einzigartigkeit. Florian Köbel, das ist, leider, dass du das sagst, weil Bredlspitzen spielen wir ja auch wieder beim Bayerischen Rundfunk.
Und da haben sie ihm auch gesagt, viele von diesen Coupletsängern haben gesagt, leibender ist, wenn ihr da seid und die Wiener Musik spielt, weil es einfach, ich will nicht sagen besser. Es ist authentisch. Authentischer ist es einfach. Mhm. Es ist nicht besser zwangsläufig. Einfach besser. Aber ja, Florian Köbel, leibend. Was spielst du denn? Klassischer Musik, was spielst denn du, Florian? So, Facebook funktioniert nicht, Alexander, ich muss ein bisschen weiter runterfahren. Der Alfred Schwarz hat sich einen Gefahr vom Klag aus Stammersdorf. Jawohl, feines Trepferl, das glaube ich. Das sind die Achtel, so jetzt bin ich schon unten. Chef ist Shit, muss da hackeln. Schaß, Christoph Acker. Was heißt Chef ist Shit, muss da hackeln? Wann musst du hackeln? Er meint damit wahrscheinlich ganz logisch, ne, was er meint. Nein. Er kann nicht die Sendung nicht schauen. Unser Chef Schauer kann er nicht Ach anschauen. so, ja, da siehst du jetzt der Patrick. Da Der muss hat er- das, So, Das ist klar. ich hab ähnlich krumme Gedankengänge oft. nein, ja, aber es ist ja klar, nicht? Das ist, bei der Morgensendung ist es logisch, dass nicht jeder sich das anschauen kann. Ne? Manch Andere, einer ist froh, nicht? Ja. Vielleicht eine kurze Pause zu machen um 9 Uhr. dass ich der Hocken schauen kann. Dass er kurz einmal. Held mit Wien, digitales Marketing, Servus aus München sollen, Paul. Servus. Jawohl. Beim Trompetenlernen habe ich auch Noten lesen gelernt, ja Wolfgang. Aber da muss man oft aufpassen, weil das ja oft, wie heißen das, die Noten nicht stimmen, nicht? Sondern in der Tonart. Ja, wenn man das so Bei den bloß wenn man das so Instrumente eingeführt hat, leider. irgendwie, Ja, genau. Kenne mich nicht so aus, aber Weil das dann, ob es ein Pegel, ob es ein Pegel klingend nicht, notiert ja. ist oder nicht Genau, klingend ja. notiert ist. Ja, ja. Ich kenne mich Ja. da schon aus. Ja, ja. Ich halte es für ein Blödsinn, aber das ist Ja, das ja. führt jetzt hier zu weit. Das ist kompliziert, das macht es nur kompliziert. Ja. Florian Köbel, ich bin Kirchenmusiker, Orgel, Gesang, Chorleitung. Nicht, das ist natürlich leiwand. Und da wirst du natürlich sofort wahrscheinlich ein paar Achtel empfangen von der Maggie Pemberton, die auch Organistin ist. Sehr lässig. Florian, bravo. Orgel, die Königin der Instrumente. Es ist einfach, es ist so, ja. Habe ich beim Lentner live gesehen, Wiener in 1030, Weltklasse, das gefällt mir voll, dass du dabei bist. Ja, Orgel ist schon sehr super. Ich meine, das ist ja, und wenn es jetzt da wirklich so, vor allem diese quasi neueren, so in diesen Konzerthallen die anschaust, wo du sagst, du sitzt ja eigentlich im Instrument. Ne? Ich meine, in einer großen Kirche auch, aber das ist wieder anders. Aber trotzdem, aber Orgel hat schon was. Ja, absolut. Orgel hat was. Schön. Patrick, was spielen wir? Ein schönes Instrument, ja. Halt, bevor du umsackelst, tu mir zuerst was nachschenken, bitte. So will es die Tradition. Brüllst noch morgendlich unter der Dusche, Klaus. Ich brüll? Jetzt da, oder was? Gibt's Bescheid, wann ich in München filmen darf. Aber ein Behind the Scenes beim Bierzapfen wäre vielleicht was. Das Problem, Ackerl, ist das sein, wenn wir die da mitnehmen und du machst ein Behind the Scenes Filming eine Woche lang, wird wirklich das Problem sein, das können wir uns nicht leisten, deinen Bierkonsum dort auch noch tragen zu müssen. Weil wir werden mit uns schon, wir sind mit uns schon im Minus. Das wissen wir vom letzten Mal. Ja. Und wir kriegen so Hotelzahlen und wir kriegen eine recht schöne, also ja, aber Die Fahrtkosten werden ersetzt, ja, kann man so das sagen. ist aber das ja, passt schon. sozusagen. Aber ich meine, wenn man jetzt tut, und das Essen Und kriegt Essen, man auch. ja. Und dann Getränkebon haben wir auch immer dabei. Also theoretisch, das Frühstück ist auch dabei, also theoretisch müsste Stimmt nur schon. gerade zum Abendessen Stimmt. ein kleines Das Leckerli stimmt. und, Das stimmt, und, das stimmt, ja. ein, zwei Glas Wasser und das passt schon. Nicht? Dass wir natürlich am Tag dort ein Fassel Bier aussaufen, das ist ja nicht das Problem von Ein Bayerischen Fastel für Rundfunk. die 16er Buben, bitte. Ja, Ja, das ist, weißt du, heute bitte den Herrgott stehen, Susanne Moser, machen wir gleich. dann machen wir gleich. Josef Tadl muss in der Früh arbeiten, ja. Schaut, aber wie gesagt, schau, Roman Murli Moritz ist auch dabei. Jawohl. Und deswegen haben wir die Pavlatschen auch. Genau. Die Ottergringer Hymne, die inoffizielle, Herrgott aus Stahn für die Susanne Moser. Bist du bereit? Bin bereit. In Ottergring draust, in ein uralten Haus, In einem Hof in der Speckbacher Gossen, da ist gelernt ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott aus Stein ganz verlassen. Ich
Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kitterl und meine Stollen. Denn die größeren Buben waren auf die Stollen wie die Namen. Als Kitterl hätten sie mich gestohlen. Herrgott, da stand du nur allein, hast mich als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint oder mich an die geahnt, den Kindersorgen sind groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr, und auch der Gring hat sich verändert. Heut wird überall gebaut, oder Säule zerhaut, auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt draus, und wie ich so hingeh zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott, da stand, ich glaub mir zwar, haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die Hand und bieg die zusammen, sind deine Schmerzen a groß. Herrgott, da stand du nur allein, du warst mein einziger Trost. Jawohl. Bravo. Danke. Susanne Moser. Alles Da Gute. wäre ich bald gesund werden. Nein, das ist das. Alles Gute. Das muss sein, jawohl. Schau, das war Wahnsinn. Frone Sepp Mischkowski, grüß euch, Herrgott aus Star, vielen Dank, so schönes Lied, sind aber alle oder alte Lieder, weil Alke, ich meine, Alke ist alleibend, aber so alle Lieder von euch. Der Herrgott aus Star ist vom Karl Hodener. Schon die Weike, die ist auch da, jawohl. Also, falls sich jetzt wer gewundert hat und Frone Sepp Mischkowski nicht sieht, ist auf Facebook. Ich muss jetzt immer dazu sagen, gell? Schau, die Andrea Graf, so schön. Yes. Jawohl, auch auf Facebook dazugeschaltet, das gefreut mich. Das gefreut mich. Da muss ich gleich schluckeln nehmen. Gerade haben wir geredet wieder von München. Gerade sprachen wir von den Ja, Brettelspitzen, ja. Also eigentlich haben wir vom Bier geredet. Eigentlich haben wir vom Bier Hauptsächlich. geredet. Aber ja, ist ja gut. Weil vorher das Thema, selbst Österreicher aus den von Wien aus umliegenden Bundesländern haben wenig Chance, ein echtes Wienerlied zu spielen. Es ist sehr vom Charakter der Stadtbewohner behaftet. Ja, du hast recht. Alter Palanti, da hast du recht. Vollkommen recht. Aber es ist ja so, ich will insofern nur ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich das betrachte, weil man halt denkt, man soll es nicht so verstehen, dass es eine Ausschließlichkeit ist. Also dass man heißt, das kann er leicht kippen in, das darf nur ein Wiener spielen. Was wiederum ein Blödsinn ist, nicht? Eben, nicht? Weil
Ich sage einmal, am Blues darf ja jeder, auch am Flamenco, auch am Tango, jeder der das spielt. Aber natürlich, je näher ich in die authentische Welt rein will, je näher ich zum Original will, zur Originalstimmung, sagen wir es einmal so, natürlich, desto wahrscheinlicher ist es bei einem heimischen zu finden. Ja. Aber man muss halt da auch wieder vorsichtig sein, weil mein Gott, wie viele Wiener sind Wiener, die aber keinen Tau Ich haben. wollte das gerade sagen, oder wie viele Wiener sind zugerasst. Ich sage nur Brüder Schrammel eigentlich, beziehungsweise ihr Vater, Kaspar Schrammel, war ein Waldviertler. Der als Hörmanns bei Lied schon nach Wien gekommen ist. Ne? Also, War allerdings natürlich auch noch eine Zeit, wo das Wiener Lied halt auch noch sehr ländlich auch noch war. Nicht? Also das war ja noch nicht so... das ist aber durch stimmt. seine Söhne wurde das dann Ja. eigentlich, die haben dann schon Ja. studiert gehabt. Auch, ne? Kaspar Schrammel selber hat er nicht studiert gehabt, der hat gelernt am Land beim Klarinettenlehrer zwar, nicht? Aber das war es. Nicht? Ja, richtig. Schau, der Michael Unger fragt, das muss ich jetzt so dazu sagen, weil ja die Andrea hat ja auf Facebook geschrieben und der Michael Unger auf YouTube. Andrea Graf, Conny und die Sonntagsfahrer? Ja. Ja. Yes. Ist die Conny, also die Andrea, Vulgo, Conny. Ganz eine leibende Partie. Absolut leid. Absolut leid. Ich bin ein großer Fan. Immer wieder schaue ich mir eine auf YouTube und gib mir das und mir taugt halt wirklich dieser Sound, Kontrabass, dann die Jazzgitarre und das Akkordeon. Dieses swingende Dreier-Ding und dann natürlich, klar, nicht? Dann natürlich der Gesang dazu. Das ist für mich so dermaßen für mich ein erholsamer Klang. Angenehm, schön. Ja, muss ich echt sagen. Ja, Also voll, das, ja. ich bin ein großer Fan. Und ja, da muss man sagen. Muss man echt sagen. Was sagt der Christoph Acker? Nachdem ihr vor Ewigkeiten du nicht waren einmal kleiner eingespielt habt und es immer noch nicht online ist, könnt ihr es ja nochmal versuchen. Vielleicht schafft es jetzt online zu stellen. Da werden wir schauen. Das Einzige, das die Chinesen nicht kopieren können, ist das Wiener Lied. Bravo, Hollmeister! Ja. Schaut, die Andrea Graf schickt uns Bussi-Emojis. Jawohl. Busel-Emoji. Das ist ja auch lustig, dass wir die Andrea Graf in München kennengelernt haben und die eigentlich in Deutschland ganz stark unterwegs ist und, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, Salzburg. Salzburgerin ist, ja. Sehr leibend, nicht? Das ist großartig. Man trifft sich halt, nicht? Wo trifft man sich? Bei Bier. Beim Bier. Das ist ein Wahnsinn. Das ist unglaublich. Also, ich muss wieder aufsparen, weil erst im August wieder. Im August haben wir. Ende August Ende Juli, Anfang Ja. August. Ja. Andrea, weißt du schon, wann hat sie da dabei wieder? Wir sind Ende Juli. Ende Juli, Anfang August. Diese eine Woche, Diese eine Woche sind wir in München. Bei den Brillerspitzenaufnahmen sind sie auch da dabei, das hat mich gefreut. Das hat mich wirklich gefreut. Und das Geschau immer von den Musikern. Bravo, Michael Unger. Das ist genau vollkommen richtig. Ich liebe das. Egal ob es der Quetscher, der Bassist, es ist einfach das Geschau. So wie du sagst. Schau, Patrick. Ja, ich kann am Handy leider nur eines schauen. Warte. Ja, alles dann. Na, alles Ich bin dann. auf Facebook heute. Für die Weitkeit erlassen wir das Schmattesglöckchen erklingen. 5 Euro von Sunny Motto und die Mutzibusa. Die schwäbische Nymphe ist mit Wiener Rotweinblut. Ja, absolut. Dank der vielmals beste Grüße an eine Nymphensitige, die scheinbar auch von der Il Motto Motorradmesse leicht beeinflusst sind. Sunny Motto und Mutzibusa. Einmalig, ich danke dafür, ist das Schmattesglöckchen. Dankeschön. Und natürlich auch ein Schluckerl auf dein Wohl. Sehr zum Wohle. Danke dafür. Und natürlich da gleich sicher für alle, die jetzt unsicher sind, wie sie da was tun können, wenn euch die Musik taugt. Denkt euch einfach, der Hut geht rum, also wir sind gemütlich beieinander an der Schank sozusagen. Es geht der Hut herum und für die Musik ein Schmattes. Kleine Beträge, große Beträge, alles nehmen wir. Danke in Gewahrsam. Das ist ein Blödsinn. aber Gewahrsam ist ja. Ja, ne? Wir geben es auch wieder aus. Auch, ne? Na sicher, das kann sicher sein. Also das ist garantiert, wird nicht angelegt, wird auch nicht investiert, das wird ausgeben. Ganz klar, PayPal ist eine Möglichkeit und natürlich schlicht und einfach eine Überweisung. Ich finde jetzt die Daten natürlich auch in der Videobeschreibung
und wir danken euch jetzt schon für eure Großzügigkeit. Dankeschön. Ganz dickes Puzzle von uns. Andrea Graf schreibt schon, leider, wahrscheinlich, ich glaube nicht. Wir sind im März dabei. Alles klar. Schade, war ein wunderbares Wiedersehen gewesen mit euch. Ja, Hätte mich wirklich sehr gefreut, ja. das ist natürlich jetzt schon das verletzt mir, richtig. Da will ich gar nicht rausfahren. Red nicht so blöd, Herr, der lügt. Da fährst nicht du. Nein, da fahren wir wieder mit deinem. Nein, sicher nicht. Sicher. Wir fahren mit deiner Spurlicher. Nach München fahren wir mit deinem. Das ist so, mit meinem, das wird irgendwann gesperrt, dass ich da überhaupt gar nicht meine. Schau, die Irene Berger. Prost, liebe Grüße, die bucklige Welt. Dankeschön, Irene, aber wir sind im Donaufeld in Wien heute. Studio Donaufeld in der Wiener Stadt. Aber trotzdem, danke dir vielmals. Auf Facebook, die Irene Berger. Susanne Moser auf YouTube, bin ja schon alt, aber niemand spielt Wiener Lieder so schön wie ihr. Und ich habe schon viele gehört. Das Maria Ströbel schaut dazu. Grüß dich Gott, Servus. Du, Susanne Moser, ein großes Kompliment, danke vielmals. Dankeschön. Ihr seid leibend, sagt der Josef Dadler. Ja, Andrea sagt das, so schade, ja. Wirklich schon. Ja, vielleicht ergibt es immer gut, ne? Wir sind alle unterwegs wie die Wilden. Ne? Ja. Und dann sagt man, vielleicht ergibt es, weil mit Schleidergang, mit Trio Schleidergang haben wir auch gesagt, es wird sich was ergeben, na ja, ist vorbei. Mit Bernhard Gruber haben wir auch geredet. Ne? Haben wir auch gesagt, ja. Das wird sich schon ausgehen. Nicht? Ja, schmeckt's. Gar nichts ist sie aus. Nichts ist sie ausgegangen. Nicht einmal ein Rausch. Na ja. Was auch ein Reischl zwischendurch einmal. Ausnahmsweise. Was machen wir, Professor? Bitte schön, was machen wir? Sanni und Mutzi, fällt mir was ein. Vogel? Willst du jetzt Vogel machen? Ja, dann muss ich vorhin noch einen Schluck trinken. Nimm ja an. Ne? Das Zielwasser, muss ich Zielwasser trinken. Du? Aber du nicht warnen, mein Kleiner Ja, na sicher. hat der Acker logiert. Bist du Was bereit? ist denn das? Was ist das? F. Meine Mutter ist mit einem anderen Mann, wir ihn nur ein Kindl, dem Vater davon. Da war ein ganzer Weiberl schon grau und betagt. Die hat zu dem Kindl in der Wirn eine gesagt: Du nicht weiter, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weiter, mein Kleiner, ich werd der Mutter lieb gehen. Und die Liebe von da oben dazu. Mein Vater, der war als nächstes dran, der ist vom Schicksal gebrochen, dem Leben davon. Da war wieder das Weiberl schon grau und betont, und die hat zu dem Burschen dann tröstend gesagt: Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd der Töter lieb gehen. Und die Liebe von da oben dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann, die hab ich heut am Bugel. Heut bin ich ein Mann. Und schon lang ist das Weiberl, die Oma nicht mehr. Aber ihr Großmutterkind, das liebt sie heute noch sehr. Und manchmal im Traum, ja daher ist sie so. Du nicht weinen, mein Kleiner, du bist nicht allein. Solange deine Großmutter lebt, da wird's dir gut gehen. Du nicht weinen, mein Kleiner, ich werd der Töten lieb gehen. Und die Liebe von da oben dazu. Jawohl.
Du nicht warnen, mein Kleiner. Wunderschönes Lied vom Horst Gmeller. Absolut. Endlich einmal. Aber ich weiß jetzt gar nicht, war es gut genug, dass wir es einspielen, aber wir können es dann schon einstellen, glaube ich. Endlich auf YouTube aufstellen. Jawohl. Wer niemals einen Rausch gehabt, das ist kein rechter Mann. Michael Unger, vollkommen richtig, stimmt. Könnte vielleicht den Start meiner Tour in München beginnen. Ganze Woche wird es aber nicht. Ich rufe morgen mal bei dir an, Klaus. Ja, passt. Ach so, wo fährst du denn hin eigentlich mit dem Motorrad? Was ist denn geplant im Sommer? Der Christoph Acker macht, schaut mal auf seinen YouTube-Kanal, da macht er so Reisevideos mit dem Motorrad. Da war in Island war er und jetzt in Rimini und in Norwegen und was weiß ich wo überall. Und wirklich, wirklich zu empfehlen, auch als Nicht-Motorradfahrer. Ja, nein, das ist echt Schön. leibend. Wirklich schön. Ja. Schaut rein mal bei ihm. Und jetzt war super, sag uns was. Schau, Pia Maria auf Facebook. Danke, dass ihr auch zu mir zum Attersee kommt. Es ist schön, mit Freunden alt zu werden. Jui, jawohl. Da machen wir ein Mädle. Es ist schön, mit einem Freund alt zu werden. Was ist denn das? C, G, C, F, C und dann machen wir weiter. Schaut dir eine Freundin F und dann gebe ich gleich einen Vogel weiter. In F weiter. Dann machen wir in F weiter. Ja? Warte, ich gehe noch durch, dass ich wieder unten bin mit was der. Mein Weiberl hat sich gerade zugelernt. Wolfgang, jawohl, beste Grüße. Super. Beste Grüße. Heute etwas sentimental und trotzdem dankbar. Könnt jetzt auf dem Schoß von der Mama auch noch spielen. Machen wir so, Sanne Moser. Machen wir heute auch noch. Haben wir das letzte Mal gemacht, machen wir heute wieder. Das ist selbstverständlich. Machen wir. Christoph Acker ist mit der Aufnahme zufrieden. Gehen wir aus YouTube raus. Sehr gut. Sakerl sagt. Brauer Burschen, sehr schön, Alfred Schwarzer. Dankeschön. Wunderbar. Da schau her, Christoph Acker. Sommer ist die Grand Alp Tour geplant. Da passt München schon rein. Genau, da haben wir kurz beim Taschler gesprochen, das was war- wir uns sagen, das letzte Mal. Leiband. Ja genau, die Maggie sagt auch wieder. Bist du du wirst aber nicht da sein, oder? Ende Juli, Anfang August. Bist du in München, Maggie, oder bist du da nicht wieder in der Schweiz? Das schauen wir. So, pass auf, Patrick, genauso machen wir das jetzt, aber da muss man nachschenken vorher. Das ist, Wenn Not am Weine ist, am Manne, dann schenke ich noch ein Schlückchen. was auch immer du sagen wolltest, aber Am Blödsinn. wenn Not am Mann ist, trinkt man noch einen Wein. Das hat eine gewisse Logik, die nur ein Wiener versteht. Aber der Wiener versteht ja den Schmäh. Schöner Gruß von meiner Frau, Wolfgang, jawohl. Dankeschön. Usel an die Frau Gemahlin. Spätestens, hoffentlich natürlich wieder beim Ottering Kirtag. Mal schauen. Macht eine neue Organisation jetzt. Ja. Wenn wir sehen, ob Mal sehen, ob die es alles Organisation umdrehen oder ob es uns auch uns organisiert. weiterhin, nicht? ja. Mhm. Hoffen wir das Beste. Ja. So, jetzt aber. Es ist schön, mit ein Freund euch zu werden. Er in die Augen schauen und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist gestanden neben mir wie ein Band. Und jeder Wort für einen anderen zeigt eine Hand. 20 Schüling waren 10 mal 2. So wie es halt sein soll, bei zwei echten Haberern. Und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann, sonst siehst du vielleicht eines Tages gar rein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solang du was bist und was hast, solang ist mir gern bei dir
Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja dann so falsch Freundel ade. Ich sitz auf der Wiesen, ein großer Nimmer, die Box sind zerrissen, ich find nichts dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nosen herum, ein Fink frisst der Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An Arbeit denk ich nicht einmal mein Traum, ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja da spring ich für Freude, was brauch ich schon mehr? Zwei Egerl schon fest in die meinen hinein, weil sagten sie möchte die deinige sein, aber noch ein paar Busseln, sag ich geh schon heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. Warte, es ist soweit, lass es zwitschern. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt Klasi, du Gauner, geh her du zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, den draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Bitte mal nachspielen. Ja, Schlucker. Schau, Franzi, hau rein die Harmonika-Emojis und dazwischen Running Bass. Yes, that's cheers. Sehr zum Wohle. Auf euch. Ich muss schon aushalten. Schau, Alfred Schwarzer, braver Patrick, gut gespielt. Ja, schau. Alfred, ich danke dir ganz herzlich. Ist voll drauf, was du mit gut Danke, spielst. Ja, ist mit der Gausch, das ist ein Wahnsinn, ja. Was Nettes sagen einmal. Schluck Wasser nicht mehr. Na gut. Ah, ja, für die, was war es, Susanne Moser, glaube ich, nochmal, gell? Die Haben wir die Schoß, ne? Die Schoß Schoß. von der Mama, ja. Warte, vorher, tu mal die Tier ganz aufmachen, bitte. Ich hab gewusst, dass dann mehr Licht ist bei dir. Ich frage, passt die? Naja, es ist jetzt nicht extrem, aber es hat schon. Mach's mal ganz auf. Ich meine, jetzt ist nein, das passt, genau. Ja. Es war jetzt kein wilder Schatten, aber ich mir gedacht, ich weiß nicht, warum ist das eigentlich Das meiste Licht kommt von dort eigentlich. Ja, schon, aber das ist natürlich das nicht unwesentlich, wenn die Tier dazwischen ist. War einmalig wieder. Heute ist ja Tag der Pannen eigentlich. Ja. Naja, Pan ist ja kein Pan in dem Sinn. Daumen hoch Wenn ich nicht im Finstern bin, heißt das keine Du Panne. bist ja nicht im Finstern, du bist wie soll ich sagen, es hat sich ein natürlicher Weichzeichner breit gemacht. Das ist kein Fehler vielleicht. Das war kein Fehler, mach's wieder zu, die Tier. Du, Daumen hoch nicht vergessen, sagt der Christoph Acker, danke schön. Sonderapplaus gibt es von Markus Pristonik.
Dankeschön. Ja, Christoph Agesager, stimmt, heute spielt Patrick wirklich gut, ja. Gell? Kann es mir überraschen? Alles keine Frauer. Alles keine Der Wolfgang sagt richtig, na ja, aus dem 16. Hieb darf man schon koschert sein. Danke, Wolfgang. So ist es. Ihr spielt nicht schlecht, sollt ihr das beruflich machen. Schreibt mir Matthias. Überlegen Sie uns. Das wäre eine Idee. Bravo Klaus, auch sehr gut gespielt. Susanne Moses auf meiner Seite. Stimmt. Ja, ja, und Absolut. aber hat auch der Franz Hemschweine geschrieben. Aber weißt du, ich brauche das nicht so. Ich brauche das nicht so. Wollte mal wieder etwas anderes. Was für ein Der Zupfer. Der Zupfer! Na gut. Kopf an Kant, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt. Und auf die schiefte Wunden, ob schiefere Zonen oder gar das Sandal verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. O weggeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst dein Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man's Kleiner so gern sitzt. Am Schoß von der Mama. Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was der Welt tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sitzt.
Solche Lieder schreibt der. Ja. Text von der Monika Kuri. Ja. Weil zum Beispiel Alfred Schwarzer sagt, so ein schönes Lied, auch vom Text her, danke der schön. Text Monika Kuri, Musik, habe ich mir erlaubt zu schreiben. Schau, Marco Cinelli sagt, die Memoria, meine Mama, auch schon seit bald 32 Jahren. Tot, wirklich so lang. Wahnsinn. So Steine Moser sagt auch, meine Mama ist schon 37 Jahre tot, für mich 7 noch. Ja, das bleibt ewig, das bleibt ewig. Ja. Sehr gut. Taschentücher bereitlegen, sagt der Markus Prestoniger. Das gehört auch dazu. Ja. Einmal, ja. Sehr stimmungsvoll, bravo. Ackerl, danke dafür mal. Handy fällt immer wieder aus. Ja, immer so eine Sache. Heute sind die Buben sehr gut drauf. Danke schön, Wolfgang. Wir sind immer gut drauf, manchmal spielen wir halt Arsch. Ich kann es nicht, ohne Kraftausdrücke kann ich es nicht, gell? Es ist schon wach. Ich kann es Nein, nicht. ja, das Ist voll was eingefallen. das gehört zu dir dazu einfach. Was soll man. So. Du brauchst schon Strom. Das Das steht ist gar. brennend heiß heute. Na klar, wenn Es ringt, weißt du? Facebook und YouTube ist. 2 Apps geöffnet, gell? Das hat schon, es gibt schon Gas. Wer weiß, was da im Hintergrund noch rein hat. Ich muss es da runterladen, ein paar Ideen habe ich eh noch. Gerade recht einer geschaut, sagt alles Zeckenkiller, jawohl. 1A, danke. Danke schön. Meine Mutter wäre voriges Jahr 90 geworden, leider 22 gestorben. Wolfgang, gell? Ah, es ist halt, das ist natürlich, Eltern nicht, das ist halt, da weiß man. Das, ich meine, gibt welche, die natürlich, wo die Eltern nicht so leibend waren, gibt es auch nicht, aber ja. Bei uns nicht, ja. Bei uns nicht zum Glück. Zum Glück nicht. Ja, ja. Nicht schön sehen. Alexander Haus hat die 8 Leine, bravo. Ja, Haben wir schon. apropos Ochtler, Du, und wenn man, also pass auf, jetzt 2 Dinge muss ich ansprechen. Das eine, nachdem ich getrunken habe, jetzt einmal, meine Herrschaften. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt gestartet, der Patrick, eine Morgensendung. 9 Uhr. Ja, Neuauflage von Shit Chef Schauer, der 16 Uhr morgen, die Morgenshow, guten Morgenshow. Das passt ja wirklich Chef, beide. Chef ist durchgestrichen, im Logo ist Chef. Shitchef Schauer, die Morgenshow auf YouTube und auf Facebook, sofern es geht. Morgen 9 Uhr. geht's. Und zwar wann? Täglich? Täglich von Montag bis Freitag. Jawohl. Also Beinahe. wochentags. Beinahe, ja. Wenn ein Feiertag Werktags. ist, Werktags. Werktag würde ich sagen, Feiertag nicht, ja. Ja. Österreichische Feiertage, wohlgemerkt. Feiertage, ja. Wir nehmen nicht alle Feiertage der Welt. So weit sind wir nicht, dass wir das machen. Die Die österreichischen reichen, da ist schon alles drin. Wenn man sonst alle anderen Feiertage noch nehmen, so Staatsfeiertage weltweit nimmt, da kommen wir in der Woche wahrscheinlich auf 2 Sendungen. Also, so vermute ich einmal jetzt. Also. Das stimmt. Ja, also das machen wir, also schaut einmal YouTube-Kanal oder eben auch auf Facebook. Jeden Tag, Montag bis Freitag um 9 Uhr, machen wir, und da plaudern wir. Also keine Musik, Keine Musik. sondern da Wir reden plaudern über Gott und die Welt und man sieht eher im Chat bei euch, was sich dann ergibt. So ist es. Ja, Bier Maria, Petrus, so, folgen wir um 9 Uhr, da ist Fit mit Philipp, Konkurrent. Ja, weil wir machen auch ein Fitnessprogramm, aber wir sitzen und trinken Kaffee. Ihr könnt euch selber aussuchen, bei welchem Fitnessprogramm ihr lieber dabei sein wollt. Ist es wieder 40 Tage limitiert. Erstes Ackerl war es damals auf 30 Tage limitiert von mir. Ja, Und stimmt. nein, wir haben es nicht limitiert, sondern wir haben gesagt, wir machen das jetzt einmal und Solange es uns einen Spaß macht. lassen es entstehen. Lassen es Genau. entstehen. Vielleicht kommen dann einmal Gäste dazu. Was auch immer. Ich muss dazu sagen, wir machen es ja nicht live im Studio, so wie jetzt, sondern nur, weil wir gerade zufällig dann Das beieinander wäre vom waren. Aufwand her Ja, das war das- fast das- unmöglich. Also, das Nein, machen das wir wird nicht einfach. Machen wir nicht. Das. Aber wir schalten uns zusammen. quasi. Möge die Schaltung immer funktionieren. Ja. Hat bis jetzt immer hingehört. Hat immer Bis jetzt funktioniert. immer- Also, das Ja, einmal, dann. also das eine Mal. Die Davor, Schaltung hat die hingehört. Schaltung hat funktioniert. Dafür hat es was anderes gleich wieder nicht funktioniert. Aber Ja. ich bin ja so stolz auf mich, dass ich das hingebracht habe. Ja, So. Und das ja. von mir, dass das muss ich Ja. schon einmal erwähnen, Nein, nach, also, bin ich auch stolz auf die dass das Platte. funktioniert hat gleich. Also, Bin ich auch stolz auf dich. auf Anhieb, nicht? Oder? Wir haben das natürlich gestern schon üppig getestet, Ja. da haben wir Ja, lang ja. gebraucht, Sehr bis lang. wir das gebraucht haben. Manchmal findet man einen kleinen Schaltflächen-Button oder wie immer Ja, man das dazu ist ja sagt. wurscht, das Nicht ist ja nicht wirklich so. gleich. Also, Aber auf jeden Fall, also diese Sendung wird entstehen. Wir werden sehen, worüber wir plaudern, was auch immer passieren wird. Parallel dazu geht automatisch mit ein Podcast. Auch das. Auch das, ja. Das haben wir auf Schiene gebracht, wie man heute so schön sagt. Da war einmal kommen nur diese Sendungen rein. Also es ist jetzt noch nicht so spannend, aber es wird, glaubt mir, es wird noch spannend werden. Der Podcast heißt Wienerlied Insights. Insights. Und das ist Englisch.
Wienerlied Insights, heißt Wienerlied Einblicke auf Deutsch. Und wir haben es ganz bewusst auf Englisch genommen, weil ein bisschen wir das transportieren wollen, auch diese Botschaft, dass wir zwar alte Musik machen, aber uns nicht gegen die neue Zeit stellen. Und nicht gegen alles und nicht gegen alles sagen, was halt neu ist und so weiter. Und was definitiv heutzutage so ist, dass Englisch einfach die Sprache des 21. Jahrhunderts ist, oder wie man es so sagt, nicht? Die Lingua Franca. Die Lingua Franca des 21. Jahrhunderts, ne? Das, wie man genau, sagt, ja. Genau, das muss man, und das haben wir also bewusst wirklich so gewählt, weil wir gesagt haben, siehst du, wir machen Livestreams, wir machen alles Mögliche. Und alles auf Wienerisch, naja. Die Musik bleibt alt, die Sprache bleibt auch klassisch wienerisch, aber eben, ich möchte damit das schon ein bisschen auch herzeigen, dass wir uns eben nicht gegen die neuen Zeiten stellen, sondern wir wollen eigentlich mit dem bewährten Alten die Zukunft mitbestimmen, mitprägen oder mit gestalten. Ja? Und das soll sich da zum Ausdruck. Ja, habe ich schon gesagt jetzt eigentlich. Ja? Ja, bin selber überrascht. Und auf jeden Fall, also das ist auch dann. Spielen wir jetzt ein Lied, dann kommt das nächste. Dann müssen wir das nächste aussprechen. So, was haben wir noch da? Meine Mama lebt zum Glück noch, ist 85 und fit wie ein Turnschuh. Bravo, Schrauber Matthias. Meine Mama wird jetzt am Samstag, kommenden Samstag, wird sie 83. Ich habe jetzt kurz auch nachgedacht, ja. Na, warte mal. Ja, freilich. Ja, 83. 41 Jahre. 41 Jahre. Mit 83 auch zum Glück fit wie ein Turnschuh. Schrauber Matthias, Busland, die Frau Mama, bitte von den 16er Buben. So, 40 Tage Schiedchef, Schauer Fasten. Also die 40 Tage, das war auch eine Idee gewesen, ja, die Fastenzeit. Nein, wir ziehen das durch im Sinne von, solange es uns taugt, solange es euch taugt. Ganz schlicht und einfach. Das ist relativ klar eigentlich, ja. Heute habe ich nur mehr ein paar Minuten erlebt, aber morgen wieder. Bravo, Susanne. Wie gesagt, wir sind dann jeden Tag dabei. Und wir lassen es einfach entstehen. Wenn ich das auf Englisch mache, kommen bald wieder die Angebote aus den USA an, um Himmels Willen. Um Himmels Willen, auf Englisch, das war was. Weil erstens einmal steht uns keiner versteht, der Englisch spricht. Das war da mal ein Problem. Da kommen keine Angebote und wenn, dann sind sie sehr zweifelhaft. Und bevor wir weiterreden, Patrick, das nächste Lied. Ui, ich hab schon austrunken gehabt. Ich danke dir schön. Das nächste Lied, pass auf, weißt du, was wir machen? Ich hab's gleich. Das Benzinger Kirche. Oh, haha. Gute Idee, ja. Roman Domani Groll. Moll. Droben vom Benzinger Kirche hört man es 12 Grad schlagen und durch das muntere Gassel birgt die Ecken ein Wald. Vor einem Alt-Wiener Häusl, da holt der Madel steigt aus, macht ein verlegenes Genicksel, dann huscht sie wie ein Masel ins Haus. Im Ohr noch die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Strauß, im Herzen ein bissl verliebt sein, so kommt sie vom Domeierz aus. Die Guckeln sind blau wie die Fegel, sie glanzen voll Lust und voll Freude. 60 Leideln so was, auch noch 30 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Dann huscht sie über die Treppen, sagt zur Frau Mutter, küsst Hand.
trug ihre Blumen ganz heimlich, Rosen aus seiner Hand. Wie die Schönbrunn erklungen, da hat ihr zärtlich schon da. Und bei die Werber, da hielt beim Futtern ums Patschanterland. Im Ohr noch die Roschen deiner Walzer vom Lanner und Strauß. So schmuddelt sie sich in ihr Bettel, dann löscht sie die Wachskerzen aus. Kaum hat sie die Guckeln geschlossen, träumt sie schon vom künftigen Glück. 60 Leidl so los, auch noch 30 in Wien, und die Zeit, die kommt dann nie mehr zurück. Roman Domanik. Habe ich jetzt bewusst ausgewählt, als Überleitung zum nächsten Thema, was ich jetzt ansprechen will. Aber dazwischen ist mir schon wieder was anderes eingefallen. Neppich. Warte, wir haben einen Termin aber schon zu verkünden, der wichtig ist, weil der ist kurzfristig reingekommen, spontan, also ist erst im Mai, aber ja, er ist spontan reingekommen, weil so großer Erfolg. Um was geht's? Es geht um einen heurigen Stippert in unserer Heimat Otterkring. Wir haben das Wienerlied wieder nach Otterkring gebracht. Jawohl. Wieder zurück zu den Wurzeln nach 30 Jahren oder im 30. Jahr. Und das hat derartig eingeschlagen beim Stippert. Eigentlich mit April wäre Schluss gewesen mit unseren mitwöchlichen Das war Mittwoch Partie und dann erst wieder ab Herbst, ab Oktober. Aber aufgrund der großen Nachfrage schirmen wir im Mai einen Freitag ein. Richtig. Freitag der 3. Mai. 3. Mai. Auch noch einmal beim Stippert in Otterkring in unserer Heimat. Weil es waren eigentlich die Termine so schnell ausgebucht, was wirklich, ja. weil es ist ein kleiner Saal, es passen rein, was passen rein? 40 Leute. Ja, 40. 40, also 50 ist schon das super Maximum. Aber 40, 50 Leute ist nicht viel natürlich, aber es ist eine mörderische Stimmung. Es waren schon einige Pavlacisti auch dabei. Ja. Und der Termin ist noch reingekommen und der steht natürlich schon auf der Homepage. Und das zweite, also das eigentlich, was ich mit diesem Lied, wo ich da hinführen wollte, ich habe mir gedacht, was, ich baue das dramaturgisch ein bisschen auf, weil das ist ein romantisches Lied, ein bisschen Klischee-Nummer und ein bisschen aus dieser guten alten Zeit und so weiter und so fort, die heile Welt mehr oder weniger und so weiter. Wir haben heute bei der Morgenshow eine Idee geboren, die wir tatsächlich überlegen, auch umzusetzen. Aber da fragen wir jetzt euch, ob ihr das als gute Idee findet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Um was geht's, Patrick? Das müsst, also so ich dazu. Ich dazu mehr dann. Also ich dazu dann, was ich schon rausgefunden habe vielleicht dazu. Ich habe schon recherchiert gleich. Es kam heute ins Gespräch, wer es gesehen hat, wird das mitbekommen haben. Die Idee ist folgende, dass wir zwar uns einen wunderbaren Film anschauen aus der schönen Zeit, aus den 30er, 40er, 50er Jahren. Jetzt bist du das erklärt, das ist die Sendung Und vorbei, ist ja Wahnsinn. Jetzt Du musst das auf den Punkt bringen mehr. Nein, wir schauen uns alte Heimatfilme an und quatschen drüber dazu. Na Alter, das geht in einen Satz. Geht in einen Satz. Aber das war wieder gar plump, ne? Nein, ich wollte das aus. Na ja, gut, aber da gehen alle schlafen. Aber ich habe ist der deine fertig. Geschichte jetzt gesagt, da Das ist werden ja wir Wahnsinn. das wird der Professor Wahnsinn. Gescheitel beginnt. Ja. Es dauert jetzt eine Viertelstunde. Nein, du hast es schon anerzählt eigentlich, nicht? Na, wir wollen uns bequem zu Hause hinsetzen, vor den Fernsehapparat sozusagen. Genau, die Idee war ein 16er beim 16er beim Und- Filmabend. Wir plaudern dazu, erzählen Geschichten, analysieren den Film, reden am Blödsinn. Ja. Also die Idee, die aufgekommen ist, ist aufgrund des Barabierbesuches, der mir morgen vorsteht. Und, Mir ist dann eingefallen, ja, da gab es ja und- die wunderbare Szene,
Hans Moser spielt einen Herrenfriseur im Film Deutschmeister. Und was da so alles passiert. Dem Gunther Philipp passiert und dem Josef Meinrad passiert, die dort Kunden sind. Richtig. Ein Herr Hofrat, ja. Richtig. Und der Herr Baron. Genau, und da sind wir irgendwie so geredet und uns sehr amüsiert über diese Geschichte, haben uns auch erinnert dran und auch einige von euch, die dabei waren, haben da auch sozusagen ihre Erinnerungen abgegeben, haben uns sogar dann aufgeklärt, welcher Film das ist, weil wir uns unsicher waren, wie der Kasten hat, ja, Deutschmeister. Und dann ging es tatsächlich auch um den Lied, um den Marsch, der Regimentsmarsch vom Deutschmeisterregiment Nummer 4, nicht das bekannte, wir sind vom K und K Infanterieregiment, Hoch- und Deutschmeister Nummer 4 und so weiter. Ja. Und das hat mir jetzt Hermann Leopold das umgeschrieben auf, ich bin ein K und K Krankenkassenpatient oder Hermann Leopold umgeschrieben. Und auf jeden Fall kann man sagen, die Idee, man könnte so einen Film anmachen. Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, das ist natürlich so ein bisschen so ein rechtlicher Graubereich, aber es ist so, ich habe dann geschaut, es gibt es geht um eigentlich jetzt nicht Heimatfilme in dem Sinn, als großes Genre, sondern um Hans Moser, Paul Hörbiger, also so diese Filme, diese Wiener Magda Filme. Schneider, Romy Schneider, Josef Meinrad, Heinz Konrad und so weiter. Gunther Philipp. Ja, also so diese Sachen. Und da haben wir Annie Rosa. Oft die Gegenspielerin von Hans Moser, meistens als in der Kugel, als Köchin oder Haushälterin oder so als Resolute. Großartig. Und da haben wir uns gedacht, das wäre interessant. Jetzt habe ich so geschaut, wie das ist. Rechtlich ist das alles so eine schwache Geschichte, also irgendwie so eine Graubereichssache. Aber es gibt diese Filme auf YouTube alle und die sind in irgendwelchen Profilen, die privat sind. Also definitiv sicherlich nicht irgendwelche Filmfirmen oder sowas. Ja. Und ich sage mal, wenn das jetzt illegal war, dann hätten sie es schon gesperrt. Wie auch immer, also unsere Idee war halt, dass wir uns jetzt den Film anschauen. Das Ganze sozusagen dann auch zum Anschauen ist auf YouTube, wie wir den Film schauen und immer wieder mal abstoppen auch und was drüber erzählen oder über die Schauspieler oder halt unseren Blödsinn gehen. Ja. Das wäre die Idee und jetzt wäre es interessant, was ihr dazu sagt. Das würde mich wirklich interessieren, ob wir dem ein bisschen nachgehen sollten. Ja, und die Potönen wird schon kommen. Ja, wir sitzen uns schön bei mir daheim. Ja, rauchen uns ein Pfeifer an, eine Zigarre oder sowas. Ist natürlich kein Popcorn. Also das ist bei uns jetzt kein Popcorn, sondern Cannabis. Cannabis gibt es da dazu. Flascherl Sekt vielleicht. Ja, und wir haben gesagt, wir ziehen uns auch feiner Zwirn. Also wenn, dann muss es schon ein feiner Filmabend werden. Ne? Ein feiner Filmabend, nicht der Popcorn, nicht auf Ding. Das muss schon... Ich weiß schon, was ich mir anziehe, weil das das Bequemste ist. Was denn? Das Nachthemd? Nein. Was ist das zweitbequemste Kleidungsstück des Mannes? Bademantel. Nein, Frack. Ja, bitte, mit Frack macht man keinen Film machen. Das geht nicht. Das ist nach 17 Uhr das Frack, nicht? Das geht immer. Ja, aber da nicht beim Film. Ins Kino ist man nicht mit Frack gegangen. Ich bin nicht im Kino, wir schauen ja bei mir. Ja, daheim hat man auch keinen Frack gehabt. Jetzt reißt jetzt zusammen ein bisschen, ich weiß ja nicht. Ein Frack will er anziehen. Das sitzt auf dem... Wie schaut das aus? Mit den Botschen. Der Botschen haben wir das Schuhwerk. Aber kein Schuhwerk. Ja, nein, das werden wir noch klären. Nein, ich weiß schon was, ja, das sind wir auf jeden Fall Kneiperhosen. Eine Kniebundhose. Kniebundhose? Du könntest Anzug sein, was ist so, mit Anzug, mit Kniebundanzug. Ich komme in der Lederhosen mit Anzug und so, weil ich bin der Verwandte vom Land. Der Bekannte vom Land. Der zu mir aufs Land. Naja, das ist ein Herrenhaus, bei dir ist ein Herrenhaus und die kommen... Das wäre. Aber schau, was hält sich die Idee? Die Ideen sind nicht schlecht, ja. Gehen wir kurz mal durch. Die Maggie ist dabei, jawohl. Wenn ich jetzt einen 16 Film drehen soll, brauche ich ein Drehbuch und Regiestuhl. Christoph Acker, das war überhaupt leid, du filmst das. Ist schon erledigt. Und schneidest das. Danke! Hans Moser, Paul Hörbiger. Hallo Dienstmann, na klar, genau diese Sachen nehmen. Ja. Michael Unge, genau die Filme. Die Idee mit alten Filmen finde ich sehr gut. Der Moser auch cool, aber ich fühle mich immer gern, der war Wölzin. Also Meinrad, Moser, Hörbiger, aber auch in der Heinz Konrad, der junge Heinz Konrad, oft dabei, ja. Wahnsinn. Herrlich alte Filme, freue ich mich drauf. Sagt die Susanne Moser. Fritzl Startguss, das wäre super. Bitte kein Bademantel, das wäre ich nicht sehen. Guten Abend, Gruß an alle, Rudi Korbes, Rodolfo Corbesso, ist in sein Haus. Servus Rudi. Jawohl.
Botschen in der Löwinger Bühne. Na, so tief wollen wir nicht werden. Hat auch seinen Reiz gut alles. Aber nein, wir wollen wirklich so diese alten Filme, die Schrammeln zum Beispiel, ja, was es halt gibt. Ich habe zum Beispiel gar nicht gefunden im Juli, aber war nicht viel geschaut, gibt es eh nicht. Weil man vor einem Jahr, da einmal angeschaut habe, habe ich gesagt, wenn wir mal schauen, so Moser, also Hans Moser, Paul Hörbig, also diese, schauen wir mal. Und erst, pass auf, wir werden einmal sowas einfach probieren. Gehört natürlich dann der 1. April 2008 dazu. 1. April 2000? Das ist ein Film, ja. 1. Wie die UFOs laufen. Ach so, der Meinrad, ja. Wie Weinrad und Moser, der Moser als Komponist der Hymnen und so. Ja, da spielt der Meinrad den Präsidenten, glaube ich. Ja. Oder den Kanzler, Präsident, Kanzlerin, sowas. Auf jeden Fall, ja. Ja, stimmt. Ja, aber gibt es viel. Und wir wollen jetzt cineastisch werden. Wir gehen jetzt halt schon die Sachen wie Hallo Dienstmann und die Schrammeln, die jetzt schlägt's 13 und die verkaufte Braut oder was auch alles gibt. Eben ja. Also eindeutig scheint es Filmabend sehr schön, aber dort, nur... wo der Wildbach rauscht und so, gibt es einen. Was? Dort, wo der Wildbach rauscht. Jetzt bist du bei den Gankhofer-Filmen. Waldbach redet und so. Ja, aber... Das gehört dann auch alles. Aber wir sind mit Moser, ja, da haben wir genug. Da haben wir Jahre zu tun, wo wir alleine mit Moser, Hörbiger und so weiter zu tun. Wir sind dabei, wir schauen auf den Heimatkanal und da die alten Schinken. Gute Idee, Alfred Schwarzer. Jawohl. Herrn Josis letzte Liebe zum Beispiel. Ja. Filmabend sehr schön, aber nur im Frittenholanzug. Markus Volker. Was ist der Frittenholanzug? Das musst du erklären. Frittenholanzug. Wir sind doch schon im Moser und Theolingen, jawohl, schau bei Matthias, genau. Und wir schauen alle per Livestream mit. Ja, das war jetzt dann die Frage, ob wir das live machen. Aber live war es eigentlich am lustigsten. Wie steppert man das jetzt auch noch mit einem Chat rennt? Na, das wird zu viel. Da geht vielleicht. Na gut, schau, es ist so, das sage ich jetzt auch gleich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt so einen Film wirklich macht und wir würden, und man sagt erst, aber jetzt nicht so viel eine, will einen Film sehen, das geht sowieso nicht, weil ich darf, oder man darf jetzt ein Video von einem anderen nicht einfach anspielen und daneben sitzen und lachen oder irgendwas, sondern du musst irgendwie was mitbringen, weil sonst gilt so es eigentlich als Raubkopie. Ich meine, es ist jetzt in dem Fall wirklich eigenartig, juristisch wahrscheinlich, weil das ja schon eine Raubkopie ist wahrscheinlich, was da haben. Weil warum sollte der das rumstehen? Aber schauen wir mal, was passiert. Nicht? Schauen wir mal, was passiert, aber live hätte es natürlich schon am meisten Reiz. Das muss man natürlich auch wieder sagen. Weil da gehen eigentlich alle im Chat nochmal mit. Weil das war natürlich schon, bist du gescheit. Aber wie gesagt, der Frittenholanzug, den weiß ich noch immer nicht, was das ist. Filmen am Abend sollte ich zusammenbringen. Dann haben eine LED-Leucht mal einen Sinn. Stimmung muss man ja reinbringen. Es muss ja nicht unbedingt am Abend sein. Ne? Das ist ja... Gemütlicher ist, wenn wir was trinken wollen dabei. Ne? Du willst nichts trinken, aber du tust so vom Sekt geredet. Hast du das am Nachmittag schon abgehalten? Ja schon, aber was willst du dann am Abend machen? Weiter trinken, nicht wahrscheinlich? Natürlich. Weil ich fahre nicht heim dann auf die Nacht. Das habe ich befürchtet. Gell? Ich fürchte auch, der Ackerl wird nicht nach Hause fahren lassen. Wir sind nämlich wo in Eibestall? Ja, eben. Und was ist Eibestall? Ja, ein Köhler, ein Weinköhler, ein einziger Weinköhler. Das ist die einzige Ortschaft, die ich kenne, wenn du bei der Ortstafel vorbeifährst, hast du 3 Promille. Hast du noch gar nichts gemacht, bist schon angesoffen. Es ist wirklich Glanzseide-Jogginganzug, bravo Markus Volker. Glanzseide-Jogginganzug. Ja, was so, also, das war, ich hab ja lange Zeit und mehrere Morgenmäntel besessen. Nicht? Also richtig Gentleman-like. Und das sind aber alle mittlerweile, also habe ich auch benutzt und sind halt Ding. Ja, richtig, und mittlerweile habe ich eigentlich nur mehr Bademäntel. Nicht? Das ist nicht mehr so schön, so nobel, aber halt, ja. Aber die haben nichts gekostet. Stimmt. Na, kenn ich dich. Frittenholanzug ist ein Jogginganzug, sagt das Susanne Moser. Ja, aber der Markus hat eine Glanzseide. Fernsehen im Blick, aber ihr ebenfalls von hinten im Bild. Zweite, dritte Einstellung von euch von vorne für die Kommentare. Na schau, Christoph macht schon das Drehbuch. Live würde ich es nicht machen, aber als Premiere zum Mitschreiben. Ja. 2 Ideen. Das halte ich jetzt gefühlsmäßig für die bessere Idee, ja. Live muss schon sein. Ja, aber die Kommentare. Als Premiere zu machen ist gescheiter. Das kann ja da.
als Premiere. Gefühlsmäßig ist das. Weil dann ist schön. quasi wie Ich glaube, live, da ja? haben alle mehr davon. Habt mehr davon. Ja. Glaube ich. Ja. Gefühlsmäßig. Weil der Wolf sagt, kann mich Ja. erinnern, dass der ORF die Rechte an den Moser-Filmen hat, bin aber nicht sicher. Naja, wenn er die Rechte hat, würde es mich wundern, oder vielleicht gibt es da irgendwas, dass die schon frei sind oder gewisse Filme halt frei sind, weil es gibt wirklich einige auf YouTube und die waren gelöscht. Also wenn da wirklich der ORF die Rechte hat, und so, dann waren die gelöscht oder die teilweise sogar diese Kanäle gesperrt, weil da gibt es ja zum Beispiel einen, der hat überhaupt gleich alle Filme. Alle Filme eingespielt. Ja, werden wir sehen. Ich werde mich da noch ein bisschen. Was sagt der Alexander Hauser? Klausi, den Shop anpreisen. Den Shop anpreisen. Den Shop, also Also unseren Ein Shop, Online-Shop. Online-Shop. habe ich da was eigentlich? Ich habe da gar nichts mehr. Ich kann euch anpreisen, Schmartis für die Musik. Das kann ich anpreisen. Das mich freuen über euren Schmartis für die Musik, der Hut getrunken. Da habe ich irgendwas, aber den Shop soll ich anpreisen. Jetzt sagt ein Shop, Hast du kein Insert dafür? ja, Insert, da zum Beispiel. Ah, schau. Merli, Trust Meets Lion, was ich gerade trage, 16er Pulmanserwisch, findet ihr auf unserer Homepage. So, hätte ich das angepriesen, findet ihr auf unserer Homepage. Und wie gesagt, wahrscheinlich, das ist jetzt wirklich, jetzt haben wir sehr viel gemacht, aber das würde zum Beispiel eben dieses T-Shirt im Sinne von die Winfluencer mit Grand und Charme im Internet, das T-Shirt könnte schon kommen, so irgendwas. Also wir werden sehen. Max Schlögl hatte die Idee, ja. Max Schlögl, den merken wir uns. Nobel geht die Welt zugrunde, jawohl. Ja. Der Munro sagt, den Kontern könnt ihr auch ansehen. Ja, aber das wisst ihr schon, da gibt es sicher noch rechte Probleme. In Kontern, ja, und das ist natürlich jetzt das ist natürlich eher eine leibende Geschichte, aber wie soll ich sagen, diese Moser-Geschichte, das hat noch einen gewissen Bezug auch zum Wienerlied, muss man jetzt so sagen. Nicht? Einen Weil klar, richtigen Bezug wenn ich jetzt da eigentlich, wienerisch ja. hergehe, nicht, da waren zu viele Filme. Also diese alten Hans-Moser-Filme und Paul Hörbecker, also diese Geschichte ist. Eigentlich müsste man wirklich, das gegangen sein. diese Riege Ja. mit dem alten- beginnen ja, einmal jetzt. Ja, genau. Da haben wir so viel Dokumental nicht aus. Stefan Schwarz, das ist Fritsch. schon längst unterwegs. Moment, was hast du? Bitte. Was? Ich habe da gesehen, der Alfred Schwarzer. Schmattes ist schon längst unterwegs. Bravo Alfred, kriegst die Schmattesglocke. Und? Der Schluck ist eh klar. Ich tue schon haushalten ein bisschen. Ich nicht. Geht noch AG. Rudi Korbes, AG. Was ist AG? Ja, Schluckerl muss ich schon nehmen. Danke. Was ist AG? Okay. Geht noch? Ah, klar. Oder was? Geht noch ein. Okay. Da steht jetzt auf der Leitung. Rudi, das weiß ich jetzt auch nicht. Live wird zu stressig. Zuschauen, drüber reden und Kommentare noch schreiben wird zu chaotisch. Ja, du hast schon Das recht. ist das, was ich auch befürchte dabei. Geht, glaube ich, der Film unter. Das wird schon sein, Christoph Acker, ja. Aber die Idee mit der Premiere ist nicht schlecht. Aber dass man das aufnimmt, also rein technisch ist mir das schon klar. Ich meine, wie im Detail wissen wir nicht, aber technisch ist es schon so, dass man das quasi mit der Müssen wir von den Livestream-Software machen Gegebenheiten können. daheim. Ja, aber, Schauen, das, wie wir aber man hat quasi den Film und man hat dann uns in einem Zweitfenster davor und das kann man auch Das kann man variieren. variieren von vorne, von hinten und so. Nein, das nicht. Da kannst du jetzt nur mal, also das ist einmal das. Also du hast den Film und uns in einem kleinen Kommentarfenster, sage ich jetzt einmal. Und dann kann man den Rest könnte man reinschneiden. Das müssen wir nur anschauen und da wirklich. Wie das geht, ob ja. das, na, wie es geht, weiß ich schon, aber das ist ja, ich meine, jetzt dauert der Film 1,5 Stunden. Ja, das, und jetzt muss dann ein Material dauert die Bearbeitung eine Schauen wir Woche. mal. Schauen wir mal. Ja. Ein Gespräch ist Stefan auf der Fritsch Welt. schaut zu. Wo siehst du den? Stefan Sicher Fritsch nicht. auf Facebook. Sicher nicht. Grüß Gott, servus. Übrigens, heute Mittagessen war hervorragend, der faschierte Braten. Auch die Leberknödelsuppe war gut, Dankeschön. Einmalig, bravo. Ich freue mich auch schon wieder, wenn ich zu euch komme. Der Junior vom Ja. Gasthaus bei mir, vom Wirten in Eibenstall. Ich freue mich wirklich schon, wenn ich endlich dort wieder mal. Siehst du das wirklich nicht? Ich sehe immer Nein, auch, da will ich nicht. eingeblendet, wer Ja, zusieht. ja. nämlich. Nein, Bei da. auf Facebook auch. Achso, zusehen. Wer zusieht. Achso, ja. nein, ich sehe nur Kommentare. Da. Ah, okay, Da alles drohen. klar. Ja. Skyline von Wien, Alles wer klar. ist auch noch? Und die Alfred Schwarzer, ja, für euch natürliches Gleichgewicht.
Genau, das war ja auch schon vorher. Mit was fangen wir Gleichgewicht, an? das Keilen haben wir. Noch irgendwas war das, habe ich was gesehen. Ja so, und der gefreut ist auf der Welt. Mit dem fangen wir an. Mit dem fangen wir an. Jawohl. Ja, wenn man unser Leben betracht, da war's kein Wunder, wenn man lacht. Der Unterschied gegen frühere Zeit, da waren's halt noch ganz andere Leute. Am Kirchtag drunter am Schottenfeld, da hat's noch immer Silbergeld. Die 20er, die sind umgeflogen, der Tisch, der hat sich bogen. Ein Bachhändel, ein golden Wein, hat auf kein Tisch nicht gefällt. Doch schaut man heut, wie es zugeht tut, da drunter am Schottenfeld. Die reichsten Leute haben Krieder gemacht, Fabriken zugesperrt über die Nacht. Wo die Weber gewebt haben Seidenschein, steht einfach so ganz völlig ein. Von Bachhändeln ist längst keine Spur, heut schlägt da jeder hinterm Tor. A gesöchte Blunzen, das alles hält. Die Leute haben zu wenig Geld, ja, gefret ist auf der Welt, ja, gefret ist. Die Leute haben zu wenig Geld. A wenig noch einen alten Schlag, wie es einmal war, kommt keiner nach. A Kernfigur mit Stöbenrand, hernach der Schnitt vom Sonntagsgewand. Am Kipfer lang Zylinder dran, nach links ein bisschen vierig schon. Das Manchester-Regal die Hosen gestellt, a Pfeifen hat nicht gefällt. So war der Werner Bürgersammer, nicht stolz, nicht übertrieben. Doch schaut man heut den Nachwuchs an, was ist uns übrig blieb. A Giegel mit anderer Hut, die Gestalt die reinste Missgeburt. Ein Stiefeln keine Absitz dran, das Gewandl Hans von Tandleran. Das ist so dünn wie Flusspapier, im Sog sind's miteinander stier. Zum Auftragen jedens Maselfeld, die Leute haben zu wenig Geld. Ja, gefret ist auf der Welt. Ja, gefret ist. Die Leute haben zu wenig Geld. Jawohl. Jawohl, so schaut's aus. Perfekte Ausspruch heute. Ach so? Wenn ich den Film sehen will, kann ich ihn alleine schauen. Es geht doch um die Gaude. Ja, Peter Brachtl, aber der Chris hat noch nicht Unrecht, dass natürlich, dass es uns überfordert. Nicht? Wenn du jetzt einen Film anschaust und wir kommentieren wollen und sollen natürlich und dann noch auf die Kommentare eingehen, das geht dann für uns ein bisschen hektisch. Wir werden einfach beide Varianten probieren. Ganz einfach. Wir werden beide Varianten probieren. Ne? Ja? Mich und ich gehen schlafen. Schönen Abend noch. Bis morgen. Na, da zu heiß gleich. Gute Nacht, meine Lieben. Schlaft's gut. Dankeschön für den Schmattes nochmal und schlaft's gut. Jawohl. Schneidwutz ist da. Grüß euch, Schneidwutz. Auf Facebook, Schneidwutz. Jawohl. Schneidwutz, wo ist er gerade? Ich bin nicht dazu gekommen, dass ich mir die Videos anschaue, aber ich sehe immer die quasi, also wenn halt dann wieder ein neues Video da ist. Und jetzt habe ich schon länger nicht reingeschaut. Also einmal habe ich schon reingeschaut, aber das ist relativ schnell durchgegangen, weil ich keine Zeit gehabt habe. Und habe natürlich jetzt keinen Tau mehr, wo du bist. Wo bist du jetzt gerade aktuell? Ja? Das würde mich auch interessieren. Ja, beim besten würde ich weiß nicht mehr.
Auf jeden Fall, nein, gib kurz Bescheid, das mich interessieren, Schneidwutz. Und natürlich für alle In anderen. Cusco. Peru. In Peru, Cusco, jawohl. jawohl. Peru. Schaut rein, meine Lieben, beim Schneidwutz. YouTube-Kanal Ride Hard and Travel Gentle. Ja. Schreibt den Kanal vielleicht noch mal rein, Schneidwutz. Ride Hard and Travel Gentle. Auf YouTube, schaut rein, der Schneidwutz. Ein Haberer mit dem Motorrad ist unterwegs von ganz unten Südamerika, ganz unten von der Spitze, ganz unten, von ganz unten, fährt er bis ganz auf, bis nach Alaska. Und derzeit befindet er sich in Peru und macht sich dort einen geschmeidigen Trip. Schön. Das ist sehr lässig. Schön. Und schön, dass du da bist. Schneid, das gefällt mir jetzt voll. So. Die Skyline haben wir noch, Wolfgang, ja, weiß nicht, Skyline und das Gleichgewicht. Gleichgewicht, ja. Was haben wir da noch? Ich muss noch gerade durchschauen. Die Achtel von einer, jawohl. Genau, und bei der Premiere war man im Chat dabei und da hätten wir natürlich. Da gehen wir uns auf den Chat konzentrieren. Ne? Ich glaube, es ist die schönere Variante, ja. Ja, gehen wir es an, dann sehen wir es. Ja, genau, wir werden beides probieren. Gesundheit, ich danke vielmals. Schau, der Schneidwutz hat da schon eine. Da ist der YouTube-Kanal. Da Also schaut's auf rein. Facebook steht es schon zumindest, ja. Auf Facebook, Jesus, na ja. Warte mal, das kann ich aber, ich glaube, ich muss schauen, ob ich das da eine kopieren kann. Nein, das geht nicht. Natürlich geht das nicht. Aber ich kann das da für die YouTuber, warte mal, ich kann das da extra machen. Pass auf, YouTube, da schreibe ich einer. Ich will jetzt falsch rein. Ride Hard. Das funktioniert. Ride Hard Travel Gentle. Hat es funktioniert? So, ich hab's zumindest reingeschrieben. Und da findest du es. Letzte Folge von Schneid ist vor 2 Tagen rausgekommen. Ja, ich weiß, die ist jetzt erst noch. Und ich habe die, glaube ich, die vorletzte, da habe ich kurz reinschauen können. Ansonsten, nicht richtig Gesundheit, sagt die Susanne Faber auch. Danke, ich schneide es mir kurz. Bitte tun Sie ich es. gehe einen Sprung auf, aber du brauchst dich nicht weg, ich bin gleich wieder da. Warte, ich bin Ach gleich so wieder schnell, da. das ist ja auch gut. schnell. Das ist schön. Na, wir haben ja Auftragslieder. Ich habe Auftragslieder, das schneidest muss mir also ein Wahnsinn eigentlich da. Ja? Jetzt geht er. Das haben wir im Auftragslieder und er ist gleich wieder da, sagt er. Da werden wir sehen. So, jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich sehe, was ihr macht, weil auf Facebook spielt sie nicht so viel. Jetzt muss ich gar einmal umsteigen. Moment, haben wir gleich. So. Steht schon da. Passt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch da. So auch. Jawohl, passt, wunderbar. Nicht einmal jetzt sehr zum Wohle. Schneid auf dich, mein Lieber, schön, dass du dabei bist. Das freut mich ganz besonders, nach langer Zeit eigentlich wieder, dass du einen Empfang hast da unten. In Cusco. Wo bist denn du in Cusco jetzt eigentlich? Unterwegs dort genau? Schreib mal ein bisschen, was du dort gerade ausschaust. Das würde mich jetzt wirklich interessieren, wie du dort übernachtest und so weiter. Es war halt wirklich interessant, muss ich sagen. Jawohl, da schreibt er schon eine Danke, voll lieb. Schneid natürlich, jederzeit. Das ist ja klar. Ist ja wirklich leibend, was du machst. Ja, Peter Brachtl, das ist ja genau das Problem. Im Hintergrund die Kommentare vorlesen, diese Konzentration auf das alles, das wird glaube ich, zu kompliziert. Ich glaube, wir machen das wirklich einfach als Premiere. Das ist sinnvoller, glaube ich. Ja, es ist sicher gescheiter. Ich bin überzeugt davon, diese Session ist besser so. Ja, absolut, ich glaube schon. Sonst ist einfach nicht so gut, das Ganze. Wieder mal gesehen, jawohl. Christoph schreibt auch, dass er das wieder einmal gesehen hat. Schau. Ist schon da, ja. Was für Video? Na, vom Schneidwutz hat der Christoph, der Ackerlauch gesehen, Jawohl. So. Spielen uns was nach, spielen wir jetzt gemeinsam. Wir haben ein paar Lieder abzuarbeiten. Ja, eben. Prost einmal. Ja, ja. Zum Wohle.
gerade ein interessantes Erlebnis gehabt am WC. Ich sag's gleich, wie es ist, ne, bevor wir dann blöd geredet Ich sage jetzt nichts, ne? Ich versuche den Gürtel zu öffnen und habe wirklich, also jetzt sicherlich, was gefühlt 5 Sekunden, so lang wird es nicht gewesen sein, aber also für mich eine Ewigkeit, habe ich braucht, bis ich draufgekommen bin, dass ich gerade gar keinen Gürtel auf der Hose habe. Nimm einen Schluck. Ich habe eh schon einen Schluck genommen. Du musst mehr trinken. Ich sag dir immer, trink was bitte. So einen Schnaps nehmen? Trink was, ja. Nimm einen Schnaps vielleicht. Bitte trink einen Schluck. Sicher, nein, wirklich, weil ich mir dachte, das gibt es ja nicht, ich suche, die geht, wo ist der scheiß Gürtel? Und dann kommt, ach so, gar kein Gürtel oben ist da. Nimm einen Schnaps, so hast du vollkommen recht. Ich mach mir Sorgen. Muss ich mir aber nicht, oder? Nein, brauchst du gar nicht so rauchen. Nur einen Schnaps. So, der Matti hat am Ecke, ist da habe ich die Ehre, die Buben, jawohl. Eine Heißel-Idee, ja. Christoph Acker, das stimmt aber wirklich, aber also diese Geschichte mit den Ideen am Heißel, respektive eher im Bad, unter der Dusche oder in der Badewanne. Badewanne, ja. Das stimmt wirklich. Also das ist schon so, dass das, scheinbar hat man da irgendwie eine andere, irgendwas. Ah, da kommen die Ideen, jetzt einmal Prost. Das ist ja zum Wohle. Das ist Allah. Diese Flasche wird uns eine Lehre sein. Schneidwurzel schreibt da. Jawohl, ist super. Was schreibst du? Was sagst du? Super, der Schneidwurzel. Ich habe eine Frage gestellt, wo er gerade ist, was er tut und so. Ja, und? Die Leute können es nicht lesen. Ach so, nein, ich wollte das jetzt wiederholen, das Ganze. Ich wollte nur auch informiert sein. Ich verstehe. Ja, die Lebensmittelvergiftung mitgekriegt. Das habe ich mitgekriegt, dass du im Zimmer gelegen bist. Wollte die Leute nicht jetzt da unnötig. Uhr mit der Werkstatt, ja. Die Urma. Das ist eine Maschine. BMW. Ein BMW ist das. Ja. Eine kleine Das Leute. reicht das nämlich, was sehr praktisch ist, nicht? Ja. In gewissen Situationen. Ne? Ja, Hat sich schon oft bewährt, ja. Schau, der Andrea Graf, jetzt über YouTube dabei. Jawohl. So, jetzt das Gleichgewicht. Gleichgewicht, jawohl. Hoppala, wurde das vertont? In C In sind C? Da ist er ja schon immer gewesen. Ich singe immer schon in C. Ja, dann spielen wir es einmal in C. Ich geh gemütlich heim, da steckt mir wer am Tag. Herrgott, na, was hab ich geflucht, was am Sofa auf der Gasse sucht. Da hat der Lack im Blair, was suchen's auf der Rehr? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt greif ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auf jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Liter Wein. Bravo, Pater, jawohl. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Jetzt muss ich mich sehen. Na, das ist nicht schön, die Leute Kamille gehen, weil ich auf alle vier rumrutsch, wie ein Baby mein Krawatte lutscht. Da kommt ein alter Mann und schreit so laut er kann. Jetzt ziehen die Leute die Hund wie Menschen an. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das Gespiere. Ich hab's bestimmt noch gehabt, vor einer Stunde. Jetzt greif ich dumm, als wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auf jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich einen Doppler Wein. Noch besser, jawohl. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grönerei.
Skyline von Wien. Du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, aber manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern und der Ring und gleich bei der Kirche ums Eck. Da liegt die Busche Schanktaschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kallenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und ja. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen über Tag die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Du, die ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glück liegt drin. In der Busche Schanktaschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche vom Kallenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich. Und Musikanten spielen über da die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Dann findet man mich
dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Und ich find dort Gemütlichkeit. Man kennt fast sagen, zu jeder Zeit spül ich den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mir der Kran. Da kennt ein Wurstler jeder Schlag. Den Kasperl spülen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit. Mein bester Freund heißt Einsamkeit und bin einmal ganz allein. So sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freundl ein. Wenn ich wohin komm, sagt man gleich, unterhalt mich, komm ich lade dich ein. Ja, und so macht mein Hetze ungeniert und krieg mein Rausch so finanziert. Und so lachen wir beim Wein vereint, aber trotzdem bleibt mir nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lade ich mir ein paar Freundl ein. Und hat das Leben das End mir braucht, kein Mensch mehr über mich dann lacht. Ja, und dann mach ich langsam die Augen zu und geh alleinig dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit. Es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit. Die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit und will einmal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Ist mir eingefallen drauf. Wunderbar. Dankeschön, Wunderbar. danke vielmals. Dankeschön. Großes Kompliment von Franz Ehm. Danke für den guten Freund. Steht neben dem Herrgott da. Das ist ein wirklich großes Kompliment. Danke herzlichst dafür. Die Achtelvereine, ja, schon wieder Überblick habe ich verloren, das ist mir ganz klar. Mich fasziniert die Musik, die ihr spielt, sagt der Grunze Vinzenz. Das gefällt mir. Danke herzlichst. Schau, das Susanne Moser. Dankeschön, ihr habt mir heute ganz große Freude gemacht, ihr seid die Besten. Und der Alfred sagt dazu, das stimmt wieder hundertprozentig zu. Ich danke euch vielmals. Danke. Das heißt ganz leibend. Danke euch schön. Danke euch schön. Weltklasse. Das freut mich, wenn es euch taugt. Weil es ist ja als Musiker, wir spielen ja sehr gern Musik, wir machen es ja sehr gern, aber natürlich was. Man kann ja. Nein, es hat einen Wert, wenn man es für sich selber spielt. Da braucht man nicht reden. Aber es hat halt schon mehr Wert. Da man für jemanden spielen kann, dem das gefällt. Wenn jemand- das ist ja ganz was anderes. Wenn jemand zuhört und sagt, das ist leibend.
Du, im Zusammenhang mit dem, was wir schon besprochen haben, da kommen wir schon bald zum Schluss. Wir haben uns angeschaut, am letzten, wann warst du bei mir jetzt da? Da war Kapperlatschen, da war Kapperlatschen. Wann warst du denn bei mir in der Klasse jetzt da? Was waren wir da? Am Donnerstag. Schmeckviert haben wir. Donnerstag war ich. Genau, am Donnerstag haben wir gesagt, wir machen eine Probe. Haben wir nicht gemacht. Nein, haben wir nicht gemacht. Wir haben gegessen und getrunken. Reden wir offen. Wir wollen von unseren Pavlacistik keine Geheimnisse haben. Wir haben nicht einmal das Instrument auspackt am Donnerstag. Nein, haben wir viele Sachen besprochen. Wir haben viel besprochen, viel gegessen und viel getrunken. Sagen wir, das kein Wein. Tatsächlich kein Wein. Nein, kein Wein. Wir haben nur Bier. Ja. Ich habe immer Paletten, Bierdosen gekauft, weil weißt du, wegen die Bauern rundherum war immer wieder nicht. Man braucht ein Bier daheim. Der Bauer ist gekommen. Am Land brauchst du, ja stimmt. Am Land brauchst du ein Bier daheim, was ist der Party, weil du kannst nicht Paletten kaufen. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Ja gut, das ist ja Blödsinn. Ja was? Aber 5 Bier haben wir getrunken. Jeder. Von 6 Uhr auf die Nacht bis um 1 in der Früh oder so. Ne? Also, ja, alles dann, was rede ich, gell? War nicht so arg. Nein, ich war nicht arg, weil wir ja am Freitag ja ohnehin dann schon die Pilotsendung gemacht haben. Genau. Für Schiedchef Schauer, die Morgenshow. Aber wir haben sehr viel besprochen natürlich und sehr viel, also es war keine verlorene das war Zeit. überhaupt nicht ganz Also okay. verlorene Zeit ist sowieso gemeinsames Trinken, ist sowieso keine verlorene Zeit, aber es war auch so nicht. Und wir haben uns dann angeschaut, auf YouTube ein paar Sachen, zum Beispiel Peter Alexander. Vor allem das meiste aus der Peter Alexander Show. Aus der Peter Alexander Show, ganz genau. Großartig, jetzt also im Nachhinein betrachtet wieder. Und das war Er schon... war fantastisch. Ein Könner, ein Meister, und auch wirklich, aber wirklich unterhaltsam. Es war, muss ich ehrlich sagen, ja. Und natürlich, man muss es schon in der Zeit sehen. Nicht? Heute Ja, würde das so natürlich, nicht mehr funktionieren, keine Frage. Ja, es sind ein paar Sachen, wo man kritisieren könnte, wenn man goschert ist. Weil man muss jetzt ehrlich sagen, wir reden von einer ganz anderen Zeit und ganz andere auch technische Möglichkeiten und so weiter. Also ganz leibend. Aber was ich spannend gefunden habe, und das haben wir dann wirklich festgestellt, es gab so Lieder, die er gesungen hat, also im Deutschen meistens waren es ZDF oder irgend sowas, nicht? ARD, ZDF. Ja. Also es waren im Prinzip deutsche Produktionen, diese Peter Alexander Show, sehr oft. Ich glaube, ORF war da gar nicht einmal so. Nein, das war federführend. viel deutsche Sachen, hauptsächlich. Ja. Und der hat dort natürlich Wiener Lieder auch gesungen. Ja. Und uns sind zwei Sachen sind uns aufgefallen. Erstens einmal, er hat Hochdeutsch gesprochen und dennoch war er absolut als Wiener erkennbar. Ja. Also nicht, weil heutzutage reduziert man ja das Wienerisch auf dieses Paletten. Und das ist es ja nicht. Ding, nicht? Also das ist nicht. Das Wienerisch ist Wienerisch. Da gibt es halt viele Facetten. Also einfach die Färbung der Sprache, wenn wir reden, und das ist schön. Absolut. Das ist doch Und schön. das war wirklich, wir haben das dann so ein bisschen analysiert fast. Und der Peter Alexander hat Hochdeutsch gesprochen. Ja, aber es war... Das war eindeutig. Das war ist alles ein Wiener. nicht Mein Herz ist ein Hochdeutsch. Wiener, ne? Also ja, absolut. Das war das eine. Das zweite ist, er hat Lieder gespielt. Klar, waren schon Klassiker. Jetzt trinkt man eine Flasche Wein und heute kommen die Engel auf Urlaub nach Wien. Also diese Klassiker, die man so allgemein so kennt. Aber da waren schon oft Lieder dabei, wo ich sage, du, das ist eigentlich aus der Unterlage. Karl Lorenz. Karl Lorenz, Nummern Dabei. einig. So Gut, die war ja, dabei. Flaschenwein ist ja auch Karl Lorenz. Ist auch nicht? Karl Also, Lorenz, ja klar. aber es waren einige dabei, wo du wirklich sagst, das würde man heute, jetzt, wir haben ja viele deutsche Freunde, die zuschauen, aber man würde es wirklich heute sagen, naja, die Lieder, die jetzt für ein deutsches Publikum, abgesehen jetzt von der Pavlatschen, da sind wir ja unter uns alle, aber Ja. man würde das nicht tatsächlich bei einem deutschen Publikum nicht, also wenn wir sie in Deutschland spielen würden, Also das Lied, das Lied spielt gewisse Lieder nicht spielen, weil man einfach denkt, das versteht keiner. Und der singt in Köln, das ist Wienerisch. Und der Peter Alexander hat sicher, und da haben wir gedacht, das ist also- eigentlich enorm. Also wieder, erstens einmal, was für ein Stellenwert scheinbar das Wiener Lied damals noch gehabt hat. Wir reden jetzt da von den 60er, 70er Jahren. 70er Jahren, Ja, 70er, 70er, weil das war schon 70er, 80er, sagen wir jetzt einmal 70er, 80er Jahren. Ja. Vielleicht in die 80er Jahre rein. 80er auch noch, ja. Da Aber kann es- mich nicht mehr an diese Sachen ja. noch erinnern. auch. Aber sagen wir mal 60er, 70er, Das ist live 80er gesehen Jahre. haben noch. Ja, genau, habe ich auch Wie ich mit Wiener der gesungen habe, Großmutter noch. Also was für ein Stellenwert das Wiener Lied gehabt Ja. hat im deutschsprachigen Raum oder überhaupt in den Institutionen der Kultur Absolut. und der Medienhäuser. Zum einen und zum anderen, wo man gesagt hat, man kann das schon wem zutrauen. Und das war für uns wirklich spannend zu beobachten. Und wäre interessant,
wie ihr das seht oder was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Wie immer zu den lieben deutschen Freunden, ich sage, gestrengt sich ein bisschen an. Ja, wobei, also wie gesagt, man darf sie nicht schrecken. Also wenn man jetzt als Deutscher zum Beispiel sagt, ich habe nur die Hälfte verstanden, bei gewissen Liedern, und das muss man wirklich sagen, das würde auch ein Wiener, auch ein echter Wiener, würde mitunter das vielleicht auch schon nicht mehr ganz verstehen, weil es einfach wirklich alte Lieder sind. Und da sind zum Teil Ausdrücke dabei, die sind 150 Jahre alt, 200 Jahre alt und die heute nicht mehr, also die werden seit 100 Jahren nicht mehr verwendet einfach. Das Definitiv. Schau, der Schneidwutz, muss ich nochmal zum Bier sagen, auf Facebook schreibt er, stimmt, am Land muss immer Bier im Kühlschrank sein, man weiß nie, wann wer vorbeischaut. Ja, das ist richtig. Weil ich trinke allein kein Bier. Wenn ich allein daheim bin, ich trinke kein Bier. Das mache ich nicht. Und das letzte Bier getrunken hat der Ernst, die war bei mir, mein Schwager, wann wer kommt. hat ein Holz gebracht, da haben wir ein Bier getrunken, nur eins, nicht, aber trotzdem, du brauchst dann daheim. Du brauchst ein Bier. Und wenn du kommst, meistens trinken wir Wein, hin und wieder auch, trinken wir ein Bier. Aber meistens sind wir eben zusammen mit der Pavlage, irgendwo, da trinkt man Wein. Und bei dir eigentlich auch immer ein Wein, wenn ich bei dir bin, klar, Weinviertel nicht. Aber du brauchst ein Bier daheim, das ist ja so. Wobei es wird wieder ein Bier bei mir auch wieder ein gutes Bier geben, weil mir die Familie Sass wieder besuchen. Bravo Sass, ja, das ist eh gescheit. So, was haben wir da? Susanne Moser hätte früher eine Tankstelle und Peter Alexander war mein Kunde, weil er ja immer am Lunzer See fischen fuhr. Susanne Moser, das ist aber eine leibende Geschichte. Super. Das ist aber eine leibende Geschichte. Franz Heim sagt, Anlässe von Peter Raps 80er gab es etliche Szenen aus alten Shows und Sendungen, was da an Musik echt gespielt dabei war, sagenhaft, ja. Und der Peter Rapp, den kennen wir ja wirklich? Kennen wir persönlich ja. auch gut. Er hat ja, wie er noch im ORF noch aktiver, jetzt ist er schon in Pension, ne? Aber da hat er uns wirklich ein paar Mal schön eingebracht, muss man so sagen. Und er hat gesagt, du, das Wienerlied, das gehört dazu und ihr seid da schon ganz vorne dabei. Er war bei einigen Konzerten von uns dabei, ja. Und hat uns immer sehr gefreut und alles. Und was man eben nicht vergessen darf, er war ein Sängerknabe. Der kann singen. Der hat auch noch von Musik. Der hat von Singen überhaupt. Der kann singen und der hat auch noch von Musik. Das ist natürlich so, das ist auch ganz, ganz groß eigentlich. Ja. Snoop Dogg Style ist in sein Haus, na ja gut. Da muss ich einen Schluck nehmen. Endlich einmal wieder Snoop Dogg Style. Du warst ja damals auch ein treuer Zuschauer von Shitchef Schauer der Morgenshow. Ich möchte es dir nur noch mal ankündigen, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Montag bis Freitag, 9 Uhr, auf YouTube-Kanal, als auch auf dem Facebook-Kanal der 16er Buben. Shitchef Schauer, neue Auflage, die 16er Buben Morgenshow. Vielleicht hast du mal Zeit und hoffentlich geht's. Ne? Aber ja, es wird schon, jetzt wird immer besser. Warten noch, bis bei mir was ausfällt. Nein, das wird nicht. Du, das sind so Kleinigkeiten. Nein. Das sind die Anfangsschwierigkeiten. Nur, ich habe das so gelernt. Oder mein persönlicher Zugang zu diesen ganzen Social-Media-Technik-Sachen ist der. Klar, jetzt muss man sich ein bisschen erkundigen, muss man sich ein bisschen anschauen, wie es geht und so, aber dann gleich machen und dann entstehen lassen. Nicht zuerst perfektionieren und dann. Nicht lange überlegen vorher, ist ja Blödsinn. Ja. Das musst du machen und dann schaut man, sieht man es ob es das wieder oder nicht. Das ist ja. Schau, ich dir vollkommen recht. Ja. Und das ist beschissen. Der Schraube Matthias sagt, Peter Alexander ein ganz großer. Meine Mutter war ein großer Fan von ihm, auch wenn wir aus Norddeutschland kommen. Ja. Aber ich sage, das ist eben Peter. Wir haben gespielt im Berner Oberland. Und da, im Wirtshaus einfach. Bei den Hornusser und so. Also das war das tiefste Schweiz. Aber und wir haben dort gespielt. Ne? Das war ein Landgasthof dort. Wir sind da von Tisch zu Tisch gegangen. Ein richtiges Wirtshaus, ja. Und es war die Verbindung, die meisten mit uns irgendwie hergestellt haben, war über Peter Alexander. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, Peter Alexander. Sonst haben sie nichts gewusst. Sonst nichts gewusst von Wien. Aber Peter Alexander war einer klar. Das war spannend. Das war wirklich spannend. Ja, wie gesagt, Norddeutschland, ja. Peter Alexander bin dabei, schätze ich sehr. Seit 1984, als ich von der Schweiz nach Bayern gekommen bin, die Megge, ja. Sabine Saar, super, das freut uns. Da geht es ums Bier. Ja, Bier. Ja, Kistel. Einen ganzen Karton brauche ich gleich natürlich. Ja. Jetzt hat der Müllmann sagt, der Rudi Korbis will schon Schluss machen. Jetzt werden wir schon Schluss machen. Ja. Müllekandel, ja. Meine Mama ist in der Zeit der Beatles aufgewachsen und hat Peter Alexander gehört. Du, das war bis in die 80er Jahre. Ich schließe das andere nicht die aus. Jugend. Also, die Jugend ist tatsächlich am Nachmittag,
ich habe gesagt, am Abend zum Heirigen gegangen. Und dann, wenn der Heirigen zugemacht hat, sind sie in die Stadt reingefahren, nach Kaffee, Das war ganz normal. Das eine schließt das andere nicht aus. Wie für mich bis heute so. Also ich kenne die nicht, aber Musik, mich schließt das eine das andere nicht aus. Die Generation, ja, das ist wie früher Falco und so weiter, die haben alle Wienerlieder gehört auch, beim Heirigen halt. Und dann sind sie halt nachher in die entsprechenden Lokalitäten oder Auftrittslokale gefahren. Das hat sich nicht ausgeschlossen. Und auf das wollen wir wieder zu. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Schauen wir mal. Wir probieren es. Wir wollen sagen, das schließt sich nicht aus. Es ist eine alte Musik, ja, aber eine alte, die lebt, also wo ja was Neues dazukommt auch noch. Und die alten Sachen sind ja geil. Punkt. Da gibt es gar nichts. Und es soll niemanden davon abhalten, ganz im Gegenteil. Es soll die sogar noch fit machen für dann, was auch immer es an Musik gerade aktuell ist. Und später Also, dann fahren wir noch hinein, stopp. wo noch was offen hat, wird weiter Draht. Jawohl. Ja, sicher. So. Der Snoop Dogg habe ich es heute mitbekommen, hat aber anscheinend nicht funktioniert. Ja, Snoop Dogg ist, morgen funktioniert es. Ich verspreche es nicht. Ich schon, Ich sag's, weil ich habe den funktioniert. Folder gefunden, was war. Ist tatsächlich, heute ist es online gegangen, allerdings live nur auf Facebook und dann im Nachhinein habe ich es noch auf YouTube freischalten können, aber es wird funktionieren. Ab morgen morgen das Thema es kann man hinein in die Stadt fahren. Das kommt aber aus einer Zeit, wo ich weiß das aus Erzählungen nur von meinem Vater und von meinem Großvater her, da hat der Heilige aber um 10 Uhr, um 11 Uhr war der Rollladen geschlossen beim Heiligen spätestens. Das war einfach so. Der war Und bei uns. wer wollte denn um 10 Uhr schon daheim? Kein Mensch, nicht. Wir sind ja auch wieder gezogen. Sicher. Allerdings nicht in die Stadt rein, weil für das war mir zu viel. Und es war mir halt schon ums Geld, muss ich auch sagen. Wobei, viel billiger warst du da nicht, aber schon um einiges. Na, hallo, da ging ein Disco oder irgendwas. Aber vor allem, man hat sich immer unterhalten können. Noch. Ja. Und du hast dann wirklich, also das waren schon, wir haben da nichts auslassen. Michael Unger bringt das Leben. Der Rapp gewinnt beim Lotto in Jackpot. Was machen Sie mit Ihrem Gewinn, Herr Rapp? Sagt er, Schulden zahlen. Und mit dem Rest, der soll warten. Einmalig. Morgen schon. Mit der 3 Stunden Zeitverschiebung geht sich das dann für mich auch zum Frühstück aus. Matti Hautamecki, wo bist du gleich daheim? Matti Hautamecki. Wo bist du? 3 Stunden Zeitverschiebung, wo bist du? Wo bist du? Bitte sag's, wo du bist. Meine Mutter hat mir erzählt, der Peter Alexander und die Katharina Valente in Wiener Neudorfer Kino, das war auch eine Bühne, live gesehen. Das ist eigentlich Weltklasse. Ja. Katharina Valente, eine ganz große. Herausragende Gitarristin. Alexander der Große und Katharina die Große, genau. sag ich immer. Ja, stimmt. Die zwei. Stimmt. Aber die Katharina, eine großartige Gitarristin, was die wenigsten wissen. Überhaupt eine sehr gute Musikerin gewesen. Absolut, ja. Großartige Gitarristin. Ja gut, die war einmalig. Als Sängerin sowieso die Vielseitigkeit, Tänzerin, Artistin eigentlich. Artistin kann man sagen. Nein, gute vom Zirkus. Man hat es auch selber immer gerne, noch immer bis heute, wenn man sagt, was sind Sie eigentlich? Sind Sie Artistin? Und sagt sie, ja, das trifft es am meisten eigentlich. Ja, das stimmt eh. Ich gehe aufs Wacken-Festival und höre euch auch super gerne. Wieso auch nicht? Ja, richtig. Schau, genau so ist es. Genau so ist es. Und das ist schon, und das ist für mich immer die größte Freiheit. Manchmal beim Heirigen haben wir das sogar, wo wirklich Typen einer kommen, gell? Wo du sagst, irgendwie, ja, optisch auch nicht, wo du sagst, wisst ihr da ist so heute ein Konzert. Man kommt ins Plaudern ein bisschen. Ja, wir sind wegen dem da. Und das ist schon leid. Das taugt mir noch mehr fast, weil man denkt, ja, das genau. Das ist ganz klasse. Um das geht's, dass man nichts ausschließt. Ja. Wenn Sie Susanne Moser 1963 Ö3-Testlauf mitgemacht, bevor sie fix auf Sendung gingen. Ja, Weltklasse. Nach der Verwatschung hat es auch gesehen, dass ich beim Rory Gallagher oder Elmore James hängen bleibe. Bravo, Franz M. Ja, versteh dich, Franz, ja. Franz M, ne? Versteh dich völlig. Wir brauchen nicht öfters ein XXL beim Watschen, ja, sicher schon. Ja. Der Beatles hat es eh nicht gehört, dafür hat sie uns geschroppen zu den Kastler und der Spatzenzart. Sie ist ja der große Norbert Riefer. Nö, so, ich meine, ist nicht meine Musik. Muss ich echt sagen, so diese volkstümliche ist wirklich nicht meine Musik. Aber wenn man sich manche Sachen anschaut, manche Gruppen, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, aber ich habe durchaus schon welche gesehen, wo ich mir denke, ja, also okay, da kann ich mich anhalten, rein musikalisch, was die aufführen.
Was bei alles, also bei den Kassellosen Spaß auch so ist, weiß ich nicht. Aber Das ist gerade ein schlechtes Beispiel. Aber das ist ein schlechtes Beispiel. Ich wollte nichts sagen jetzt. Aber ich wollte früher hören, da wurde doch Essen mitgebracht. Ja, das hat es gegeben früher. Der Matti Hautamek in Georgien. Richtig. Ich hab das vergessen. Das, tut mir leid. Ich tät einen Strafschluck trinken, aber der Party hat mir nichts eingeschrieben. Ist schon leid. Schön, ist schon leid. Wir sind ja schon am Ende. Das ist ja schon. Ja, aber ich muss ja einen Strafschluck nehmen. Georgien, schön. Da gibt es auch. Hast schon Wein dort verkostet? Das sind die guten Weine dort, nicht? Ja, wahrscheinlich. Dort gefällt mir das, nicht? Die Umschulung spart man sich da, ja. Die haben versteht, plus 3 Stunden im Sommer plus 2. Die in Georgien haben es kennen sehen. Was sagt der Schneidwutz? Die Katharina Valente habe ich mal als Kind kennengelernt. War die Nachbarin von einer Tante, Geschlechte. Großartig. Das ist aber wild. Was eins im Salzburgerischen? Was im Salzburgerischen? Also, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, was herkommt. Ich weiß nicht, was im Zirkus. Denn sie lebt schon seit Jahrzehnten in der Schweiz. Ja, das ist ja später. Fico Doriani war Nachbarn, so. Ja, in der Schweiz dann, ja. Das ist ja. Sie war schon Jahrzehnte. Jetzt ja, ist eine andere Geschichte, ja. Die Marika bringt er. Yes. Die Marika. Andrea Graf sagt, wir haben ein paar Originalanzüge von Peter Alexander und dann von Graf Bobby Filmen. Na! Super! Das ist Leibwand! Großartig! Du, aber Andrea Graf, aber singst du auch valente Songs? Also, valente Songs, aber weißt du, was ich meine? Bringt sie immer, nein, das ist schon wieder. Das ist ein Wahnsinn. Conny und die Sonntagsfahrer, ich will es nochmal erwähnt haben. Unbedingt, ja. Conny und die Sonntagsfahrer. Großartige Partie. Schlagt eigentlich genau jetzt in die Kerbe für mich. Das allerdings, genau dort, allerdings auch jetzt, wie soll ich sagen, alte Musik, aber eben nicht für alte oder das ist lebendig. Das ist lebendig. Wenn es die 3 hinten, ja, die nicht gut. Ja, 3 dazu ist wie sagt er zu dem Kladl? Petticoat, genau. Unter anderem. Unter anderem, ja, aber ich sag so, und das, weißt du, das ist aber nicht, also man hat nicht es ist nicht verkleidet. Nein. Man, natürlich rennt nicht den ganzen Tag im Petticoat, ist schon klar, ja. Aber oder auch die anderen sind, aber es ist so wie bei uns. Wir hören ja auch nicht nur Wiener Lieder, spielen den ganzen Wiener Lieder. Wir sind schon in anderen Sachen auch noch daheim, aber das ist eine Authentizität oder eine Leidenschaft, die man in sich trägt. Und das glaube ich wirklich zu sagen, zumindest als Beobachter, Conny und die Sonntagsfahrer. Mir gefällt das, wie lange hat die Schnaps ja, weißt du warum? Weil immer viel drin ist. Weil immer viel drin ist. Das ist schon großartig. Ja, schaut sich mal die Obergräne an. Ja, gut, das war Wahnsinn. Naja, großartig. Das ist wieder angeschieden. Maika Röck hat mein Vater und die Mama oft erwähnt, aber da war ich noch klein. Naja, du glaubst halt auch immer, aber das war. Was sagt der Matti Hautamek? Der Wein vom Schwiegerpapa ist permanenter Bestandteil und dazwischen der Weinbrand. Der schmeckt. Wösch ist keiner, aber pfeift. Matti Hautamek, das ist aber wild. Georgischer Wein. Das war sehr leibend. Das trinke jetzt einen Schnaps, weil Wein haben wir keinen mehr. Wir kommen schon langsam. Weil die Georgier machen ja den Wein schon seit Jahrtausenden so, wie man heute bei uns wieder zurückgeht. Das Ganze, diese Amphorenweine, Orangewein und alles, das ist im Prinzip so wie dort der Wein grundsätzlich einmal gemacht wurde. Und noch immer wird. Ne? Ja. Herrlich. Die waren ein gutes passt. Nicht? Und wünsche euch einen schönen Abend. Muss ins Bett, gesund schlafen. Tschüss. Susanne Moser, alles Gute. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt zum Schluss. Alles Gute, Schlussnummer. Wir machen jetzt die Schlussnummer. Jawohl. Weil es ist, ich gehe ja ins Bett. Weißt? Ich habe jetzt endlich diese 2 kleinen Schnapsflaschen, den letzten Schluck, was da drinnen war, jeweils, habe ich jetzt auch vernichtet. Wein ist aus. Patrick, nächste Sendung morgen. Morgen, 9 Uhr in der Früh. 9 Uhr in der Früh. Auf Facebook und auf YouTube, ja. So schaut's aus. Shit, Chef, Schauer. Jawohl. Wobei Chef durchgestrichen ist, nicht? Wie man sieht. Da kann man ja auch rasieren. Muss ich da schon nicht? Ja, ich bin ja morgen beim Barbier. Ja, ist ja das. Deswegen habe ich ja den Termin. Wann hast du? Aber nach der Sendung, um 1. Das ist ja schon klar. Um 10.05 Uhr oder so. Nein, um 1. Du, schau der Oliver Grün.
Jetzt habe ich zuerst eine Brokkoli-Werbung gesehen, 12 Sekunden schleicht das. Das ist halt der Algorithmus. Der Algorithmus wird immer gescheiter. Naja, ist ein Wahnsinn. Meine Lieben, Es war uns ein Volksfest. ein großes. Und wir verabschieden uns mit Ja, wie? Klassisch. Rodolfo Carpezo. Ach so, der Rudi. Ja, doch gerne. Speerst und schreit der Ober, speerst und schreit der Ober, Leibland geht's doch endlich heim. Doch mich stört nicht ein bissl das Rassel mit den Schlüsseln, ich trink jetzt noch ein Flasche Wein. Erst der Mann, der mich mal mit dem Ölekabel schert, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Wendel ganz schön deppert, als muss ich auch schon durch den Doppel sehen. Erst der Mann, der mich mal mit dem Ölekabel schert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine Alte von der Zurn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her, nix mehr. Die Schrammen haben schon Schluss gemacht, die Instrumente sind eingebracht, es ist mit einem Tanzangsang. Doch mich bringt nichts so aufstehen und schon gar nicht so nach Haus gehen, denn ich warte auf einen ganz bestimmten Klang. Wow. Ja. Erst der Mann, der mich mal mit dem Ölekabel schäbt, wird's für mich Zeit, nach Haus zu gehen. Denn sowieso bin ich vom Wendel ganz schön deppert, als muss ich auch schon durch die Doppel sehen. Erst der Mann, der mich mal mit dem Ölekabel schert, bin ich fürs Bett erst richtig schwer. Wenn eine Alte von der Zurn am Dachboden klettert, denk ich an Goethe, dreh mich um und her nix mehr. Jawohl! Vierte Alles Gott. Gute, bis morgen um 9 Uhr. Vierte, schlaft's gut.